Schönen guten Abend aus der Cup für den ersten Highlight von der Saison, Cupfinal am Basket. Und das zwischen der Zelle von Ettelbruck und dem Basket. Da steht ganz natürlich rum. Wie alle Jahre, wir sind nicht so los gewinnt. Mam Xavier Engel, guten Abend. Guten Abend. Xavier, für das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, kann ich sagen, haut die beste Defense am Championat gehen wohl die besten Offense, auch wenn es am Moment nicht auf der ersten oder zweiten Position vom Championat bleiben, wir sind nicht klar, mit Favoriten auf dem Titel, auch am Championat. Sind mit die besten Equipen, die im Moment am Championat tun. Sie beweisen dadurch, dafür stehen sie auch an der Finale. Pur Ups und Downs bei den Ettelbrucker, die erst ein bisschen mehr Konstanz dran kriegt, auch immer Verletzungspass ein bisschen länger jetzt. Da kann ich gespannt sein, wie die Ettelbrucker haut rauskommen, weil das eben die Treffsicherheit, die sie an so wichtigen Matchen ausmischt, müssen sie auch beweisen. Sind am Championat zweimal geht der Basket erst verloren. Wir selber schon dafür gesperrt, die besten Attack von der ganzen LBBL mit 91 Punkten. Und es aber nie fertig sprich, geht der Basket erst mehr wie 70 Punkten zu schießen. Als das für die Ettelbrucker Zeller der Schlüssel, auch von Teilen der Kock, richtig schwer ist. Defense ist sowieso immer der Schlüssel, muss ich ganz klar sagen. Die Äscher stehen einfach gut. Alex Rodebo, der weiß genau, was innen drin zu machen. Mit einem Clancy Rock sind Amerikaner, die kann sich nicht schlimm wegdenken aus dem Championat, oder noch nicht heißt der Cup. Dafür geht es ganz schwer für die Ettelbrucker. Aber sie haben eine ganz starke Equipe, die Ettelbrucker. Sie haben mit so vielen Punkten an der Moyenne die beste Offense. Dafür geht es ganz schwer für die Äscher, das Nike zu stoppen. Ich kann wirklich gespannt sein, wie der Match geht, weil das kann der Schlüssel sein von Anfang an. Ettelbrucker Coach den Gavin Love, den spielt mit 3 Amerikaner, obwohl da immer nur 2 um Terra sind. 2 davon sind Topscorer, den anderen können mal Heinz ran, kann aber da eine Variabilität mit ranbringen. Und sie haben natürlich, ich gehe so den X-Faktor, und das ist den Stick, wie wir nennen. Genau, das ist eben Gewicht auf den Amerikaner am ganzen Basket halt zu Lützburg, das ist eben immens groß. Wir haben drunten an der Damenfinale gesehen, praktisch 90% von den Punkten bei dem Gringewald, da sind die Amerikanerinnen gegangen. Bei den Männern ist es ein bisschen mehr ausgeglacht. Das ist aber die Sticky, den der auf Kurve vorbei kann geheuen. Der Fritz, der Bruder, der Frederik, den auch Kurve geheuen kann. Und Jan Wolf, den er so immer für seinen Rüber und gut auf Putbacks, der ist einfach den Ball einfach um ein Karolien. Auf der ersten Seite hat er genauso viel Equilibre mit Thomas Grün, mit der Addition, die sie das Jahr nach dabei kruten. Also sie sind natürlich gut verdächtig. Sie haben letztes Jahr schon gewonnen, sie wissen, was zu machen ist, sie wissen, wie sie aufhält, wenn sie in der Truppe mit ihm hält. Ich kann gespannt sein, was die 2 Trainer noch präpariert haben. Du siehst, kann ich gespannt sein. Ich war gespannt, für der Saison in Thomas Grün, den natürlich ein bisschen heroisch Ugo gelassen hat, daheim sich die Familie aufgebaut hat, den Job. Er spielt beim Basket Asch. Das ist keine grosse Offensivmaschine, wenn ich so 12 Punkte, was für Lützeburger noch ganz gut ist. Aber für einen defensiv ist es auch ein Mann, den sie für allem brauchen, also wichtige Matcher. Die Äscher sind einfach eine Equipe, da brauchen sie nicht einen oder den anderen, der muss rausstechen. Sie sind eine ganz equilibrierte Equipe. Da kann auch mal Joey Beaver für 2 Punkte da sein, Pete Beaver sowieso von außen nicht geheuen. Aber Jeffrey Monteiro kann auch ein grosser Mann nach von der Bank. Das ist eine ganz equilibrierte Equipe. Vielleicht ein bisschen mehr equilibriert wie die Ettelbrucker, weil das ganze Scoring angeht. Und das ist eben die Defensivleistung, die Äscher ausmischt. Und da kann ich gespannt sein, wie sie die Ettelbrucker Maschine da stoppen können. Großes Fragezeichen, dass wir die ganze Saison ein bisschen den Jordan Hicks gewischt, der mal gut, mal schlecht gespielt hat. Wir wissen natürlich, weil für ein gutes Jahr zu Lützeburg hat, aber dann auch über die Jahre Pause. Während bei den anderen Amerikanern besser gewesen, oder brauchen sie einfach den Kollektiv, den sie schon so lange sind? Das ist eben die Äscher Familie. Sie können Jordan Hicks nicht wegdenken und er muss eben seine Leistung hochrufen. Er war lang verletzt oder krank. Also sie brauchen ihn, aber sie müssen den Ball drehen lassen, das System auf ihn spielen, dass er seinen Gruppenschuss vorbeikriegt. Das ist eine Spezialität. Muss ihn aber nicht mehr durchbauen an große Ganzen, als sowieso der Clancy Rock, den das ganz an die Hand holen, und dann müssen sie einfach ein bisschen mehr am Kollektiv leben. Ich sehe mal den Thomas Grün, der natürlich von den Träger rüberkommt und eine wichtige Rolle, nicht nur an der nationalen Equipe, wie noch beim Basket Asch spielt. Wir kommen hier nur noch auf das Thema zu schwätzen, Jickel, Non-Jickel, weil auch heute geht den Clancy Rock, die geht als Lützeburg um Terra, also aber Non-Jickel, darüber wird man in der Pause ein bisschen
méi dann ze Spatze kommen op Ballfall hai eng asche Ekipp, die total vun dem Clancy Rock do lieft den ass einfach konstant, de kannst an der Nøch méi op Terra stellen an bringt dieselbe schlicht. Schi war Rewees anfang wat de Clancy mëcht wat kann, a wéi spielt, kre den hawer net gestoppt, dats eng grö stärk. Das einfach so Kaliber am Lützebauer Basket, den viel zu schwuler, ihr kann schon viel Lützebauer schwätzen, kann fließend Französisch schwätzen. Das ist einfach super Kerl, den super integriert wird und gesagt dann am Mescherspiel, dass er einfach ruht, dann kann ihn einfach nicht wegdenken. Auch sie Leute, Gilles Pulver, noch den Raoul Birnbaum, die mit den Dreier Kinden explodieren, das ist immer so. Eg Sache, wo ich nicht weiß, der Raoul Birnbaum für allem auch ein Mann, den an der Défense kann richtig beißen. Gesellen awer do lo wo den Fritz Gutenkauf de Kapitän en Europakommers Eichter mi en Ongleichgewicht, huest du schon gesot an der Offense fir allem. Das sind eben die verschiedene Rolle ganz gut abgedeckt zu Heidelberg. Der Philipp als für allem offensiv, für Dreier, für seinen Jumpshot, den ganze Speed aufbauen, das für allem Transition, wo der Heidelberg ausmischt, so gibt es nicht so viele Punkte pro Partie schießen. Sein Bruder, der Fritz, ist ein Defensivspezialist, der kann sich halt wahrscheinlich um den Thomas Grün kümmern. Da kommen natürlich von der Bank Leute wie der Raoul Birnbaum, Gilles Pulver, dann Dominik Menziger, die wir gesehen, die immer für Punkte gut sind. Egal von wo können die drauf schießen, an die Fallen. Lass mal kurz in National. Wo trifft Moseldorf, durchbläht den Himmel, wein uns möcht. Da sonst Land für dat mir gäf, Heiligen alles wohn, uns demes Land, dat mir so tief an unseren Herz wohn. Uns demes Land, dat mir so tief an unseren Herz Voilà, und dann noch gleich dat sportlech wat agelaut gëtt, Wa man Lonek op Championat kucken, de Basket Ash den 3-mal nie gewonnen. Der Zeller wohl de lachte Match mir sinn awer auch wichtig Partien gin Stesel Argentiner 70 knapp verloren. Ass de bëssen trotzdem Appes wat so der Mentalitéit firch bësse ka knabber, wann an so Match gees. Bëssen am Hannerkap henke so Sachen natürlich immer. Schon so en großen Event wie dat haut, dat verdrängst du alles. So was du de Fos op den Terra setzt, dann as so an engem Tunnel dran kri de Limit mat wievi Stimmung an Rëmmen ass, wenn einfach so konzentriert, dats du de gut gesinn an de Blicker vun den Näscher vun den Landbrecker. Du hast 100% Konzentrationun gesot, enke Lauschte wat Trainer lo prepariert fir genau déi Konsinen ëmzusetzen, wo die ganz Woche schon bësse prepariert gesinn, weil so e grosse Match huet den natürlich immer bis am Hannerkap an den prepariert den iwwer enger Zeit an net enger Woche. Mg Überraschung gëtt am von taktisch nëmme. Also am Basket kannst nëmmen dat an dat spillen. Ganz genau. Das eben den Frank Merigé an de Gavin Love, die kennen se joch, die kennen den Championat ganz gut. Die zwei Trainer sich schon lange heuer am Championat. Also kann ich gespannt sinn, ob lo eng Surprise kënnt oder op den normale Basket gewisse gëtt. Obwohl kann en so, dats den Silva Lotier den Lo ums Lück zu Nanzeg ass. Der Ekipp vielleicht zwischendurch an der Zeit für de Franken die net ober so die kleine Plus nach ginet de kleine Prozent die wichtig war fir dat se haut de Ekipp sind die sie sinn. Das wann den lang Trainer bei en Kibers dann können bëssen die Bar dran kleinen Dave dran einfach das normal. Du wirst ganz gut, dass Sylvain Lotier wirklich gute Fachmann am Bereich von Basket bekommen hast. Die Jungen, die Joey Biber, Pipi war extra über auf die richtige Spur zu drücken. Frank Merigé hindreht natürlich so ein bisschen frisch von der Matt. Muss ich gucken, wie die drei Jungen noch halt zusammen spielen, weil das haben wir im Plötzlich gesehen, dass so Equipe so lange können zusammen bleiben und dann auch mal einen Titel die Krönung neben das letzte Jahr gut. Ja, wenn wir ein bisschen noch gucken, so über die Alterstabelle geht aber nur schon 30 plus. Das heißt, wir fangen nun dann von der Generation zu gesehen, an eng Neues nicht unbedingt bei allen Equipe ersicht. Gesagt, das selber. Das ist eben für den eben so Phase am Basket. Das sind immer die Generationen, die junge Generationen, wenn die nicht mehr da sind, dann muss ich ein bisschen umdenken. Muss ich gucken, was ist der nächste Schritt.
Jugend habe ich das ganz groß geschrieben an alle Vereine mittlerweile. Das ist natürlich immer von pur Leute Maden ophalle, wie den Joey an den Pit, eventuell den Alex, wir sehen nicht, wie lange sie da wollen spielen. Und du die kleine Break könnt, muss ich gucken, wie der Hand drucken, eventuell einen Transfer. Thomas Grün ist ja noch jung, der kann ein bisschen spielen. Und ich meine, dass wir ihn sich nicht Musik machen in der Equipe. Wir sind auf alle Fälle gespannt, dann wir machen eine ganz kurze Pause und die kennt vielleicht den Coach auf einer anderen Schiene. Wir haben unseren Coach und unseren Coach aus dem Zweck mit Jeff Kettenmeier und das ist kein anderer wie der Ken Dietrich. Und eine paar Sekunden geht es los. Fortstar Paul Wengler zamter 1926 Äre Fortpartner zu Ethelbreck an op fortwengler.lu. An dummer do een wonnerschene guten Owen vun Eishai aus der Arena vun der Kok. 3 Minuten eiert lass geht ja ken fir Drun Dammmen erlieft, wo am vum 2 verschieden Hautschente wären an der Eichstadt Sport der dominéiert dun awer die Grengewald gewiesen. Well de kann machen, wann en de Momentum relativ séier op die ege Seit krit. Well der Wetz der Lohai vun den Herren. Der Zeller was offensiv rollen, a was se bis treffen, dat is extrem schwéier ze stoppen. Op der andere Seite de Basgadesch halen je Geichner 7 Punkten de Match. Serierte Match der Zeller könnte ich die Offense ass die besten Defense am Land denken dass de Match wird spannend gehen. Ich hoffe dadurch dass Leute abs gewisse kräne fir Geld. Van den die Äscher gesäit do war so iwwer die Lächtjoren sie hun an den wische Matscher nie diewerhand behalen. Sie hun immer wann et Robukommers wo se verloren respektive best of Tweserien wo se dann die Kirzere gezünn. An Lächtjoer mat dem Suse an der Kupp mengst dats dat so en de Klick ginnenläit fir Zukunft. Da gesinn wir das Saison. Ich denke dass het Lächt Joer die Fas hatte geht Hesband alle final wo se relativ weit hanne waren an hun se den Schalter ëmgedreht also hun ëmgelöet, an hun se Match gewonnen an der Final waren se brett sie gelegt, dat se brett waren viel war net ready fir de Match an sind den Jo vun Hand bis 4 dominiert. Ash muss beweisen dass se dat lo Championat an Olorem Hautm können städtischen. Heit an Kipp de Kader vun der Erzeller Ethelbreger werden auch dann Starting 5 Terrain gewiese kree mat de Brider Gutenkauf Philipp an Fritz respektiv Frederik Friedrich zu nennen das Smith Mallory an Jan Wolf dat sind die drei die Sache komplettieren. Die Jan Wolf och so bëssen en X-Faktor an der Kipp vum Gavin Love van hene guten Dach huet van he mat involvéiert das de Rieseplus. Jan ass de beste Lützeburgsche Rebondeur en ass den quasi ich mengg iwwer 10 Rebonde Matchelt. En ass wichtig schaut mir muss auch finishen muss Leben raschessen muss 4 per Punkte chassen dat hue den an der Championat bis Manner gemat haut muss Double dann hun seg en gut Chance fir de Match ze gewonnen. Der Clancy Rock, Rodeburg Hicks, Joey Beaver an Thomas Grün, der das Starting 5 vum Basketagern vun der Bank dann ënner anderem och nach gerade wie bei der Zeller Brider nämlich auch beim Basket Äscher. De Kinder wann de Basket bis mir langs wieéiert nämlich den Joey Beaver respektiv sein Bruder Pitt dannnner aktuell nach op der Bank fir de Match unzufänken an Orient den awer kein zum X-Faktor an dieser Party gin. 3 Sekunden eier et lass geht an der Arena vun der Kok. Party gëtt geleet vun den 3 Arbitren von Glowski. Mo an Glotz, dat sind die 3, die also hei interessant Leutfelden sind Albaner Litauen Lützeburger. Ich bin eng Crew, die wirklich viel gesinn huet an sind gespannt, wie sie dat heute no regeln. Ja, no all den Diskussionen, die unter anderem iwwer d'Arbitre noch waren an den Hallefinalen verschiedene Pëf dabei waren, die speziell waren mé auch in Notmont Geschicht cht dem Grengewald an dem Tenner 70 bei den Dammmen, die man net mi wellen ze schenken, können Detail Eichter oder hoffentlich op dat sportle hun bei den Dammmen dat schon alles tipptop geklappt, dann gin davon aus, dass der Dorlo bei den Herren wert de Fall sinn. Gesieht Arena als gut gefällt sind ganz viel Ticket verkauft gehen kann von der Föderation gouf mat gedeelt 4.000 während der Frucht wären deutlich mehr wie zum Beispiel last Jahr. Ja, all die Tickets, die man rausgehen in Verein als Nago verkauft gehen werden 500-600 verkauft sind der Tisch. Ich denke schon dass irgendwie 4.000 Leute sind sehr relativ voll also gut gefällt muss ich so ich hoffe dass die Match auch dann dementsprechend geht. Dat gesinn mal lo den Tip-off vun der Kuppfinal bei den Herren Töchter Etzeller Ethelbreck an dem Basket Ashmesinn
lancéiert mam Opbau vum Basketdash an der Perun vum Joey Beaver. Zelle an enger Mann-Defense. Version an der Regel ëmmer machen sieft dann geht bisse schiefleit ass an kommen hunn seng so noch parat. Wie die zwei Ekippen sind echt man Jächer spielisieren eng so. Thomas Grün fir hin die Eich Kupfinal logischerweise senger Eich dat se beim Basketdash direkt schwere Schosse wissen höllen oder ëmgedreht kann noch so gut Defense vun der Erzelle. Du hast Philipp Guten Kauf den letzte Bayer Topscorer am Championat 17 Punkte Moyen. Sein Bruder Frederik Guten Kauf als echt 4-3 an D sitzt. Ganz wichtig für direkt die Großstärke von der Zeller heute zu beweisen, nämlich Fubausen zu chasen. Sie sind die Equipe am Land, die auch 100er Dreierlin über 40% chasen. Das alles eigentlich selbstverständlich. Basketdash beispielsweise 30%. 40%. Ja, 40%. Auch dass den Friedste getroffen das wichtig für Bankspieler, dass sie gesehen, dass sie in Irak können, dann nicht nehmen den Philipp Sticky an den Kerner Punkte schießen, wie einer Leute. Sie mussten auch vom Raul etwas kriegen in Irak vom Raul Bierenband, da muss ich gesehen. Thomas Grün für die Escher, Alex Rodebuhr, den kann noch aus der Distanz schießen. Aber décidéiert den Ball 100 sie gehen an den Clancy Rock mit seinem ersten Versuch, den Escher Topscorer. Der Zeller spielt sehr direkt, Sticky für 3. Auch gut ausgesehen. Ja. Da sind wir beim Thema, dass wir darüber einen Damen hatten und eine andere Halle, wo Kiel vielleicht ein bisschen wie DAX benutzt, wie wir den vielleicht rausgefallen mehr. An der Arena ist ein bisschen ähnlich, dann hat die Punkte vom Basketdash durch den Jordan Hicks. Sehen, dass die Kippe noch für die Seherspiele, wenn es gelegen tun für Transitionsspiele, Fast Break, machen sie das, weil sie wissen, dass das Punkte sind, die relativ einfach sind. Das natürlich ein Spieler, der weiß, die der Zeller absolut so gut könnt, weil das das, weil die von hinten gewinnt. Das Basketdash muss ich ehrlich sagen, dass das DAX da aber Spieler mehr posiert, das mehr organisiert. Mehr 5 gegen 5, mehr Halfcourt, halben Terra, weil sie mehr groß sind, mehr physisch sind, bauen sie echt dafür, dass die Kleinste den Ball kriegt, Alex. Viel Leer dann zu kreieren. Ich denke als Beispiel bei denen Escher. Mit Grace Duschwätzen, Joey Beaver als Point Guard, mit der 5, Mac. Das ist die kleinste mit der gerade so 91, also das sieht schon vieles. Thomas Grün, und auch den ist wichtig für hier in der Fersing-Equipe, für direkt gut an den Match ranzukommen. Das ist ein Schuss, das ist auch der Schuss, den am liebsten der Corner 3er auch den einfachsten Schuss am Basket von 3, so ja. Leid. Voilà, gut Pass vom Clancy. Thomas Grün als seiner ersten Saison zurück. Und hat andere mit den langen Jahren zu Träger gespielt. Du hast den Mark Smith, der noch ganz talentiert ist. Können auch viel auf seine Reussi tun, dass er den schießen kann. Der Tischfeld Konterattack. Der perrt den Ball von Thomas Grün an. Nein, geht nicht sehr das Marché. Geht dezidiert von den Arbitren. Ja, gesehen hat so direkt lo nicht erkannt, dass den Lamar Mallory. Ich meine, den Hopser gebracht, den das lieber illegal, dass ein anderer Schritt Hops drauf. Thomas Grün, der weiß da am Anfang vom Match, wie polyvalent das sind, also kann sowohl Spiel aufbauen. Also auch den kann er wegstehen, für dann auf den Schuss zu werden. Er kreiert selber Sachen an einer Defense. Ich meine, da muss man nicht lang vorstellen. Du weißt, wie wichtig das ist für alle Equipen, egal wo er spielt. Wie war gut Defense, schwere Schuss. Mit die Escher bleiben am Ballbesitz. Mallory viertlecht drin. Den Trainer, den Frank Meriguet, für Zweit, also beim Basketdash, den Mens genannte Xavier Engel, wie drin erklärt. Länger Pause, du töcht, ist hier zurück. Wir haben am Verein geblieben, wir haben da schon nicht 2 Jahre oder 3 Jahre, wo der Sylvain Lautier Headcoach war, und wir wurden rumgeholt, weil der Equipe auch gefreut hat, für dann auf die Kontinuität zu setzen. Ein bisschen einen anderen Typ Trainer wie den Sylvain Lautier.
ganz ruhigen Typ. Ich hatte als Trainer zuerst meine letzte Jahr, wo ich gespielt habe, dass ein Fachmann, dass in den nächsten Niveau gespielt wird. Aber wie Sie sehen, ganz anderen Genre von Coach. Clancy mat davor, das heißt, das ja 90% Foto quasi oder 81% das ja, das ganz gut. 89,6 für genet zu sind hast du mal auch die mehr trifft, also den die best Trefferquote hört von der Fotolinie. Das ist enorm, wenn du weißt, dass du immens viel schießt. Das ist wirklich eine Statistik, die schon impressionant ist. Den Alex Rodeboer en gute Move mé auch Defense vum Alex Rodeboer ist gut. Und der Zelle nach kein Reussit och no offensive Rebond. Mallory mischt defensiv dann awer derbecht fir de Ball zu rekuperieren. Jan Wolf lebt dat Mauer. Schlecht ist doch mach gewircht sinn. Relativ viel Schritt doch van sie klein wären noch dezählen. Nee. Hi. Zack, zack, zack. Das war marché. Mais die Kurve zählt aber. Ja. Definitiv. Ich meine, bitte den Hopser verpasst gehabt. Nee, das war aber marché. Ja, schon mal mit 6 Punkten Avantage, 9/3. Gute Finish um Jan Wolf. Nicht einfach. Einfach die Clancy. Auch für seine Confiance wichtig. Das ist ein Clancy, der Schuss, den hätte ich ganz gern. Das Mitteldistanz du als Balké besser wie hier. Etwas, was der Dax an der nationale Keyboard spielt. Und ja. Es hat Players für die Clancy Rock do an den Engagement frei zu kreieren. Genau, was noch ein bisschen fehlt aus dem Dreier, da hätte ich gedacht, dass du mehr nach von Dreier ist. Gut Pass auch von Marquil Smith, hat den Lamar Mallory gut zusammen gespielt. Direkt reagiert. Du könnt der Zahl nicht sehr genug zu regeln von den do. Layup richtig schwer war vom Clancy Rock. Aber ich kann markieren. Muss der Zahl besser reagieren. Kauf. Und der Antwort. Offensive Match direkt, das Ganze geht hin an hier. Ich weiß schon ganz viel die Clancy Rock. In diesem Fall ist es nicht abgegangen. Ein sehr Schuss von Philipp Gutenkauer, und den ist gut. Ein schwerer Schuss, ein sehr Schuss. Wen trifft, wird recht. Und kann verkehrt sein. Aus dem Dribbler sind hörten die wirklich drüber. Das wäre besser, wenn man so fängt an der Chase. Aus dem Dribbler ist wirklich ganz stark an denen Schuss. Für jeden, der denke, ein bisschen gespielt hat, also aus dem Dribbel so zu schießen, das ist nicht angenehm. Also im Finale nicht einfach. Zum Kurve zu mir da so gut kein Hölle bei denen Äscher sobald E-Spieler geschlohen hast, weil gesehen man dann hast kein do. Ich meine, sie wollen auch ein bisschen ob hier Leute konzentrieren. Du hast ein bisschen geschlafen in der Halbzeit, so ein bisschen Nervosität. Jordan Hicks von 3, schwerer Schuss. Ja, du hast der Basket in den Philipp Gutenkauer geholt. Und sie können man Ball nur 4. Das war keine gute Aktion. Nee. Vom Lamar Mallory. Zum ganz viel Transition aus dem Dreier von Clancy. Nicht unbedingt seine größte Stärke, aber er kann die auch schießen natürlich. Ich denke, mehr ruhigen Aufbau von der Zelle. Zwei Gutenkauer und dann Frederik Gutenkauer aus der Distanz mit Ballbüsse Chance. Operiert. Beweist der Frank ein Kalös, spielt ein durch. Will er bessere Schuss kreieren. Dort ist Screen. Könnt die Screen von Alex Rodeboer, der eine gute Screen ist. Gute Block von Gute Defense von Jan Wolf. Meiner dann ausgetrippelt. Diese Stunde nicht Wäschstrecke gelassen wird von Alex Rodeboer. Ein der Move von Alex Rodeboer und dann ganz kosto von Jan Wolf. Nicht direkt erkannt mehr war effektiv man Fuß dabei sind. Ja, und der steht dabei, der wird das schon richtig gesehen. Also, wie es geschieht auf der Seite von der Zelle der Rolle Bierebaum als Loderbannen für den Frederik Gutenkauer. Zelle an der Zone und einem Ausball spielen sie Zone. Chance, dass du keinen Fehler gebracht hast.
Thomas Grün athletisch. Ganz athletisch, gute Finish. Konnte ja ganz gespannt sein, wie den Thomas Grün sich in der Championat doch gegen rauffahren, wird sein Roll richtig gut, wie viele Punkte das macht geiert. Ich meine, über Defense du brauchst mir nicht viel zu schwätzen. Nee, ich meine, dass er genauso spielt, wie ich mir da gedurcht habe. Er spielt propere Basket, kollektive Basket. Er hat keinen Score, gute Finish von Pete Beaver, auch mit einem von Transition. Noch angewechselt für seinen Bruder Joey. Thomas spielt eine ganz proper Saison, eine konstante Saison. Offensiv, vielleicht nicht überragend, aber ein Dose Punkte mehr hin. Ist der Ball das weiß, das riecht blau. Ja, das B von Philipp. Ja, steht schon. Ja, Philipp Gutenkauf für die letzte Runde. Wie du richtig siehst, ja, sind Punkte mehr hin bei 12, was vielleicht nicht so extrem hoch ist. Aber das ist auch nicht niedrig an eine Equipe, wo die Responsabilität ob mehr Schulter verdeelt das macht natürlich dem Clancy Rock den Leader aus, was das Scoring angeht. Aber da haben drüben sind viel, die können 10 Punkte markieren. Und das ist ein anderer Fond de Jeu, wie du Wattlebeck zum Beispiel. Ich spiele mehr, ich spiele mehr über Defense. Ich kriege nicht wahnsinnig viel Schuss. Das ist schon genau schon die Saison, die ich gemeint habe, die das hat. Das ist nicht überraschend. Wolf quasi wollte vorbause mehr besser Decision Philipp Gutenkauf auch von denen das ja nicht geht offensivere Bon bei der Zelle an durchgesetzt vom noch relativ neue Spieler kann ich eigentlich so wenn er sein dritte Match spielt Reckon Clark du hast dann Beispiel wie du am Championat aus 3 Amerikaner spielen der Alkers 2 Terra. Ja genau, das ist dann der Luxus, den sie haben, dass sie so okay, wenn ihnen ein bisschen mit ist, sondern nicht Fall Trouble, dann da wirst du immer, das tun sie nur gemäht. Es ist viel Platz für die Rollbiere beim Lokrieten. Ob einen Dreier für jeden, das kann. Nächster Versuch. Asch switcht viel, sie wechselt viel, und oft tun sie dann Kommunikation nicht gehabt, wie dann bei ihren Leuten zu bleiben, das war ein bisschen ein Problem. Ich meine, der Frank hat auch gerade gewesen, das können die Leute nicht so verlieren. 10 Sekunden. Spielt der aus die Herrscher Thomas kriegt wahrscheinlich den Pick and Roll. Geht der Rollbiere beim den aber noch mal Hand drünners und dadurch bei nach 3,8 Sekunden Abwurf für den Basket Ash. Die haben allerdings auf der Schossauer just nach 2,4. Geht der Zeller an Zone und die Kleine wird herauspoppen für den Schuss am Corner. Sie wissen doch wahrscheinlich, sie wissen nicht. Das ist nicht frei gewesen, weil er brach, ja, weil den Raul Bierebaum über die Linie getrippelt ist, der winnet. Stimmt. Und für den zweiten Versuch für die Äscher, die echt dankbar sind, dass sie da nicht kriegen, weil nicht viel gehen, das wäre ein Kind. Ja. Wie geht der Kleine wahrscheinlich zum Ball? Er weiß, wann er gegen bei den Jordan gehen und geht noch an raus. Der Zeller weiß ja doch in Englisch. Halt gesehen mal, ja. Er ist der Drehung. Oh, wow. Fehler. Wow. Battere Fehler. Vom A4, den Philipp Gutenkauf. Gegen den Pete Beaver, den 3 Mal auf Fotelin geht. Und allerletzte Sekunde guckt man denke ja. Also relativ schwer zu gesehen, wenn er nicht direkt lo. Ich meine nicht ein bisschen gepafft, dass für die Runde ein bisschen vielleicht gedreckt wird, aber das natürlich ein Puff den Debatte ist, weil doch Philipp Gutenkauf sein zweiter Fehler ist. Und du die Herrscher können auf 6 Punkte können fortzählen. Die Beaver lässt die Stadt nicht hören. Ist direkt omnipräsent in seiner Abwechslung. 16 gute Layup. Und dann vielleicht 3 von 3 von der Fotelin. Hat das perfekt ausgenutzt. Respektiv seine Equipe hat die letzte Sekunde perfekt ausgenutzt. Und das wäre dann für den nächsten Feier letzte Schuss nach vom Philipp Gutenkauf. Und da geht es mit einer 21 auf 16 Avance und Feierspause. Die Äscher also 5 Punkte Avantage.
an da gesinn ich, dass den Christoph Foscher ein Interviewpartner bei sich hat. Magali Menadier als Nationalspielerin Magali Kuckebenkel Matär op Final vun de Dammensreck. Du selber so schon mal für die Gringewald gespielt, dann hat dem Hermann Perwer dat als Coach. Wie fällt Analyse vun dir aus von dem Match? Ja, also ich fand beide Kippen hatten einen schweren Start am Anfang. Sparta heute aber ein bisschen besser noch kollektiv spielen können. Sie haben ein bisschen besser Aktionen gefunden wie Gringewald. Gringewald hat Schwierigkeiten, viel Turnover. Beide Kippen hatten aber an der Défense irgendwie Schwierigkeiten, nicht weil wenig Intensität da. Und da, wie ihr so gut seht, ich als Spielerin selber, von den Handen aus, dann das spielen direkt automatisch anders das an Motivation an den Ehrgeiz, weil bei Gringewald mein bisschen mehr do wie bei der Sparta, weil Sparta hat gedacht, wir sind mal 4 Minuten ein gemütlicher Avance. Dann ist dann der Unterschied, wenn ihr merkt, dass ihr mehr nur einen Score könnt, was geschieht. Es gibt immer mehr Motivation. Und der Gringewald hat das komplett ausgenutzt. Und Sparta ist nicht mehr aus dem Schlechten rauskommen. Und Gringewald hat nur die Entscheidung gemacht. Da muss ich denken, das ist gut, wie sind wir durch Renke ja Terra zurück, du warst operiert, die mit den Kreuzbeinen, am Meniskus. Wie seid bei dir raus? Ja, es war bei mir eine ganz lange Geschichte. Wir müssen 2-mal operieren, weil ich auch Komplikationen hatte. Das ist ein langer Prozess, ein langer Reha. Ich bin aber mega gut betreut. Ich bin wirklich dankbar vom Liebs, dass ich die Unterstützung habe von ihnen. Und, ja, also ich hoffe, Spiele von den kleinen Ländern müssen ich da mich dabei sein. Und dann noch vielleicht ein echte faire Lügeschwert. Vielleicht halt Banden und muss ich so sie wirklich ein gutes Match spielen wollen. Ja, also das ist richtig spannend. Ich habe eine super gute Unterstützung. Also was sie für einen Fanclub da haben, das kann ja mehr Motivation bringen. Im Moment ist es ziemlich Gleichstand. Mal gucken, ich meine, geht bis zum Schluss so weiter. Merci Magali für die Zeit und bonne Chance, dann, dass wir dich schon rumgesehen Java kennt, geht weiter mit dir. Ja, der zweite Feierel, den lebt entretemps am Opbau vun der Erzähler, die natürlich probieren so sehr wie möglich heute ist. Gleich zu zeigen, 5 Punkte Rückstand hüsen erste Feierel an. Die schlechte Nouvelle aus Sicht von der Erzähler, dass es im Moment nicht vorbei klappt. Philipp Gutenkauf hat getroffen, so ist 1 von 4. Pardon, 2 von 9 hat der Erzähler, 1 von 4 sind die Escher. Dass du sonst nicht viel nachkommen kannst. Kann das am Punkt Rezept von der Erzähler, diese Sauce am Championat tun, bei den Matchen, wo es richtig rollt, sind eine immense Reussit und das haben sie heute nicht. Sie sind darüber gewesen, sind eine Equipe, die über die Run-and-Gun-Ball läuft, die ganz schnell spielen in Transition, wie nur gesagt, aber können drauf. Also sie müssen sehr spielen und treffen. Und das hat nicht der Fall ausgesehen. Schwierig, weil sie inside nicht gerade so viel haben. Ja. Beim Setplayer ist es natürlich so, dass die Escher dann an ihrer Defense stehen, die haben eine enorme Rotation gesehen. Noch heute geht das ein halb offener Schuss ist, das aber immer irgendwie ein Escher durch. Ja, den Jordan Hicks, den da war. Die Rotation gesehen um Lamar Mallory, wo gedoppelt ging, und dann haben sie gut reagiert. Das ist ein guter Pass vom kleinen See. Raus für den Pete Beaver. Zu kurz. Guten Kauf. Guten Move. Dann Raul Biere beim Disque aus dem anderen Eck auch da. Mit den Dreier nicht dran. Die Amerikaner, den Lamar Mallory, auch ein gutes Match von gutem Stil von Raul. Zeigt schon ein bisschen für die Scheiße geseist. Das hält Tempo raus, ja. Weil auch nicht überpacen. Das ist ein bisschen Risiko, den der Zahl. Das ist immer ein schmaler Grad. Dass die Vitesse, die du rankriegst, wo du zwar dem Gegner das Leben schwer musst, aber wenn du dann aber zu viel musst, dann musst du das Leben noch selber schwer. Dafür so oft die lange Leif, wo sie 20-2 und aber dann noch ein 10-0 Geschoss kriegen. Also immense Variation bei ihnen dran, wie sie das spielen. Das ist natürlich für den neutralen Spektateur also flott nur zu gucken. Natürlich. Geht wirklich hin und her. Schneller Basket. Die Kleinen sind doch quasi in aller Aktion drin. Ja, geht noch ein an der Brachfeld. Ein Timeout geht auf Seite von der Erzähler. Vom Coach von Gavin Love. Dann lässt mal Coach Mondo. Listen, we have our smallest lineup now, right? So we have to
push the ball. Wings, you gotta get out now, and we gotta get layups. Our last 10 fucking shots have been threes, guys. Threes. Hey, we're creating good looks, but we need more. We need fouls. We need layups. The other thing is this. God damn it, fellas. We gotta box the fuck out. If the big man goes to help, God, you gotta come down and box the bigs out. Okay? I'm sitting the baseline still, right? No. What, where from? From here, you send him inside. From here, baseline. Yes, yes, yes. Then that guy has to come here because I was there, I was in between. Yeah, that's true. Hey, right now, listen, let's get, hey, let's go. Nah, but wait, let's go one high, okay? Guys, no need for a rush, all right? If it's a great shot, take it, but we need something getting to the hoop, boys, all right? And hey, we're hesitating on the pass. Let's move that fucking ball. Let's go. Gavin Love seet dats Nations mo los en klengsten Ki Terra huet, dat ichich net ge Speed mat dran het ge einfach Kif, weil se viel zuviel vun 3 opgehalt hun die lacht 10 Schëss wären alles 3er kom ginn als Molrem Layer position. Ja, net gesot, dat se viel zuviel vun 3 werfen, dat se ze séier spielen, dat se de Ball net gut genug go losen an Tomor war richtig an noch wichtig, dat se wëssen, dat se gut Schëss kreien, mé probéier noch de Ball zum Kurf nach Pfoten zu kreen, dass sie ein bisschen inside bis können spielen. Gucken wir mal, ob sie da dem Terra so umgesagt kriegen, mit Philipp Gutenkauf. Und die 2 Amerikaner an sich. Ball verlost, Ball nach 7 Sekunden auf der Chance, aber du musst bis mir sehr gehen. Raul Beerenbam von 3, der wäre wichtig für ihn. Und den dritten, den trifft ihn dann. Und damit kann er verkehrt sich just nach 2 Punkten Rückstand auf einen Dreier für den Raul Beerenbam. Du hast den Tomo schon gut gewesen, schon Gerwin die Kurve geschossen, auch von der bisschen Chance dabei war. Der Zeller ist ja Sohn. Defensive Rebond, den sie dominiert tun. Und dann einfach so einen einfachen Ball durch den Smith, den sie verlieren. Das müssen sie evitieren. In den Smith an den Mallory nach nicht richtig am Match sind auch den John nicht so Problem. Die Kleine ist am Fungo ist gut dabei. Gavin Love am Bild. Sind in dieser Saison bei der Erzähler. Lang zu kontern für Drohnen. Relief zu bringen überall. Er muss aufgepasst gehen. Er schon direkt können reagieren. Er war auf der Shotclock. Wenn drüber ist, dann Snaps. Zack, und dann ist es schon fertig. So von den Ragefall wird den nicht gezählt. Das Changement den Thomas Grün geht drauf. Der Joey B war auf der 1, der Point-Guard-Position. Der Zeller war sein Sohn. John Higgs am Eck frei. Dann sehr Rotation rüber für den Pete Beaver. Clancy Rock konnte nicht gehen mehr auf der anderen Seite. Dann offene Schuss für den Amerikaner Jordan Hicks. Mit auch nach Moment kein Reussit mehr. Am Anfang perfekt ausgespielt. Gegen so den Durchschuss. Besser kannst du nicht stufen. So. Ja, super Schuss für den Ball gedreht. Der Zeller treffen noch. Abgesehen. In der Basket sieht von Philipp Gutenkauf seinen 10. Punkt. Du gesagt noch wie gut die Chase kann, dass du wirklich Confiance, dass die Chance auch hält, weil das schwere Chance ist. Und er sucht nicht riesig groß. Ja, geht die Clancy Rock den 20 cm wie groß ist. Eine schöne Chance von Jordan Hicks. Aus dem Spinner raus, auch keine einfache Chance. Der Zeller hat den Tomo geholfen, der Ball lebt besser, sie drehen mehr, spielen mehr an den. Bei der Kurzzeit 4. Ja, Angel ist kommt. Mach geil. Da muss man ran für Confiance, ne? Jan Wohl warst du. Ein guter Rebond von mir am Wohl. Und dann der Raul Beerenbam 4-3. Hat schon von Anfang gut gesehen, dass denen dran geht. Aber sie dominieren auch durch einen offensiven Rebond. Und tankt sich durch in den Drinner. Der Raycon Clark. Den zu Schwenningen gespielt hat, mit guten Statistiken, quasi 16 Punkte nach Rebond. Das ist schon ein guter Spieler, den Avalo recht kurz heuer erst noch ein bisschen Zeit braucht, bis er sich wahrscheinlich gefunden wird komplett. Fehler von Jan Wohl und Clancy Rock.
Zeller jo bei weitem net die enzesche Kiber am Land, die 3 Amerikaner am Kader huet an dat mat 2 Stück Spiele läist, respektiv dann auswieselt. bësse gerne huet iwwer die Rechte Joren. Kann Avantage sie wann de Foultroubles, wann ze verletzen hues no mat 3 ze drehen, die gleichwerzen schwéier wat ze dann Rhythmus verléiers fir Spieler mé als Coach as definitiv interessant wann den in der Hand antues van sech Wedi oder van Foultrouble. John Hicks. Gut Rotation bei der Zelle an einen schwere Schoss vum Joey Beaver gonne zu schlecht ausgesinn an de Clancy Rocker reagieren. Mit der Zelle steht am Moment. E guten zweete Féierel wie se lo von den Ettebrecker. Hätten du gerne noch sportliche Fehler. Patrick Claude überlebt sich doch. Läuft ein normale Fehler. Ja. Okay, da sind drüber überlegt, das okay. Also okay, und versucht den Call als richtig so. Ich meine, dass der Peter Ball wollte spielen. Und das ist okay als Tomo. Nächsten Timeout, das kann ja vom Pascal Dash, nächste vom Franck Miriguet. Da sind wir gespannt, was hier sind Spieler werden wir auf den Weg gehen. Der zweite Feierl, den er nicht perfekt für sie verlaufen ist. Guys, listen, defensively, why we stop to defend? Why we stop, okay? We pass it on the rebound. Hey, Mathieu, find your man. If we switch, I don't care. Stay with your man, okay? Hey, we stay the same defense, contain high, but higher. And box out. Why we stop to box out? We don't have weapon to run now. Okay, box out, rebound. First running, second thing in offense. Hey, first aggressivity to the basket, okay? Second choice, 3-point shot, but first inside. Let's go. Du viel verschiedene Sachen ugeschwert immer weil den alles kann am Mann wie enger Minute ungefähr und Spieler bringen mit der absolut recht Aggressivität die Fle muss bisschen abgeschraubt gehen noch an der Defense dass du den Kap nicht verlieren auf immer gesucht wann sie switchen verlieren sie Leute sie switchen quasi all Pick and Roll und da mussten sie auch bei ihrer Leib bleiben und sie nicht gemerkt und so oft frei Schuss gehen an die zweite heraus das auch als ich will Banne gehen an davon 3 schießen also ich zum Kurve Posterpunkt an dann den 3 erholen das net gemacht und die letzte nicht bisschen opfällt dass an der das okay gut sehen sicht von den Äscher dass dachste Mannschaft verlö hun um echte Pick and Roll an net recht nur der zweite dritte Rotation an das dann net ideal und Attack durch den Clancy Rock mit den Fehler Turnover ja ein Turnover vom Raul wäre beim Löwen und dünnen Fast Break von Clancy Rock den Rem zur Fotokritter den die Juri ganz gut chasen können wir der Zeller Erik Zenners für den Terra noch den Amerikaner Lamar Mallory können zurück spielt der Teller ein bisschen mehr groß wat Clark Mallory ein bisschen mehr Gewicht spannen ein bisschen mehr stärkt an Rebond muss ich gucken wie du Bestadt gehandelt kriegt Erik Zenner so ein großer Spieler mit quasi 2 Meter extrem sehr sie nach 3 Minuten 57 da sind wir schon an der Pause also können nicht so viel das ist ja. Schon so lange am Gang wäre das sehr Match macht nicht viel Tumor und Tumor an nicht viel Pöpf und bitteren geht darüber anruf noch nicht viele Punkte nee 26 gleich final zweite Fähre Menge stehen das nicht du hast nicht viel Geschoss gehen naja, im Moment 10-6 zugunsten von der Zeller nach ein Turnover vom Raul Matzing im Fose ausgeschossen wird. Schon den zweiten an Schmengelo könnte Frederik Gutenkauf ja genau. So sie da. Wir möchten zu Brett fair ranzukommen. Bei engem Turnover guckt der Coach nach no beim zweiten gibt eine Pause. An der Rolle ein bisschen gespielt und nicht auch also machst du Man denke ja sieht man dann eine Wiederholung. Da sehe ich mal gut durchgesagt vom Alex Rodebuhr. Ja, für mich auch. Und Erik Zenners gesagt hat selber, mir da bitte sind auch nicht als Meinung. Ich meine, das doch für sind. Nee. Patrick Claude hier doch gesehen. Kannst du nicht mehr. Alex Rode befriedet, den der vom Fotoling gehen, gehen wir auf die Resultate.
Ja, das sind die Sachen, die als Coach passt, die Männer Stunde besser roh sind. Final von so engers an enger Cupfinal, wo wirklich nur vielleicht ob alle so könnt. Aber gut reagiert vom Philipp Gutenkauf, die vielleicht gesehen, wie den Raggelaf können, dann quasi spielt, wo der Ball hingeht. Gedurbelt. Ja, dann ein Matchup so, wo sie schwerer Schloss für Jordan. Das heißt, ein Matchup so, wo sie bei ihrer Leib bleiben, da sie am Raum bewegen, das ist eine Spezialdefense, die sie trainiert, bestimmt für dieses Match. Du musst am Anfang gegen Mann auf Mann trätieren. Sanders wird viel Arbeit gegen die Clancy Rock. Ich möchte nicht schlecht an die Ascher. Hat 2-3 Möglichkeiten für den Ball in der Kontrolle zu kriegen, offensive Rebond, aber finalement aber für den Zeller. No Schuss ist nicht rangegangen und dann die Ball an Haus an nächsten Abrierschung. Das kann Timeout nächst von der Zeller von Gavin Love. No, sorry, Ray, Lamar, Frederick. Okay, so you're here, Eric. Here. Big guys up against this. Hit either one. If you go there, dive. If you go there, dive. And then we got open guys. Okay? Understand? All right, Eric? Right. Listen, we went through this. In the press, get the ball in. Here, kick it back, swing it. Weak side big, come here. You cannot walk the ball up. It's got to be aggressive. Hey, when we call a set, get your goddamn spots. You're walking around. Noch ein bisschen mehr am Detail erklärt, was sie mal am Setplay zu spielen, nur respektiv, wie sie reagieren sollen, was sie frei geholt gehen am Basket, dann ist das ein Press. Und da wollte der Coach seine Equipe bisschen aus dem Weg gehen kann, weil er abfällt, guckt, das ist wenn er gut nicht auf der Foto liegt. Von etwas wird so kurz hier in der Pause auch nicht selbstverständlich, also, weil er ein Thema ist, wenn ich aber kein Duschwätze, weil das... Sie werden wahrscheinlich so, dass der bitte kein Fehler abhelfen mehr so, dass sie nicht wirklich attackieren. Okay, genau, ja. Und vorher schlägt irgendwo an damit. Ich meine, dass der Gavin für allem will, dass sie aggressiv spielen. Sie sind nur ein bisschen, sie werden zu viel. Wenn sie gepresst ist, gut passt, finde ich. Wenn sie gepresst ist, willst du gerne, dass du da gehst, dass du eine Kurve kriegst, dass du Kurve schießt. Nicht wartest, bis sie zurücklaufen mit anderen. Da musst du den Ball ja auch drehen lassen. Den passen, die nur gewiesen sind. Wenn du gegen den Press probierst, selber den Ball rupzubringen, ja gut, der ganze Block rotiert matt und du riskierst auch den Ball irgendwie zu verlieren. Und du hast keine Zeit mehr. Der Press ist meistens nicht für den Ball zu klauen, mehr für das Zeit auflebt. Von der 24 Sekunden. Der ganze Terra quasi auf die andere Seite. Ob den Jordan Hicks an. Den nächste Puff. Der Zeller nicht ganz glücklich, stimmt das. Gucken wir ja. Ja, das ist der richtige Puff für mich. Aber ja. Dreht sich seitlich dran, steht nicht ganz. Geht mal drauf. Nein. Fehler, der zweite von Erik Zanners. Da hast du auch kein Problem, Erik Zanners in den Rocket für ein paar Fehler zu machen, für ein bisschen hart zu spielen, ein paar Rebond zu holen, für ein Layup zu kriegen und wird seinen Job gemäht. Block, der Fanblock von den Ascher an der Pause zum Damen-Match-Reportage über Mighty Minute hatte. Könnt ihr ja schon im Internet, also RTL.lu gucken. John Hicks aktuell bei 6 Punkten. Ist noch kein Spieler, bei denen Ascher zweistellig, bei der Zeller just den Philipp Gutenkauf mit 10. Ganz selbstgelachte Match bis du kann nicht so, ob ein Junge oder Mädchen oder Moment. Nee, aber doch auffällt bei der Zeller schon 7 verschiedene Spieler, die gescored haben. Ich fand das Bang auch gut rauskommen, was du nicht dass du Doreps Krit von Raul und auch vom Maus gelegt, ja. Das sind die Kleinigkeiten, die kosten dich, oder die weiß viel. Du sagst so oft, wenn du länger neutrale Halt spielst, dass du den Terrain nicht so gut kennst, dass du dann den E-Schraub noch an und so filmst.
was der Maus an ass den Tënne, wat Di an UKW doen. Ich kann natürlich noch dabei dann an der Arena, dass das alles rundherum auch so riesig ist. Das heißt, der Blick, den du hast, ist ganz ähnlich wie beispielsweise zu Äger an der Halle. Das ist alles ein bisschen wie klein, aber der Zell aber denkt von den größten trotzdem mehr. Ja, das sind an der Hand run, was spielt mal gespielt, wenn es nur handelt, wenn sie scheißen, du hast nicht Hand run, die Schwarz. Ja. Die Schwarz, wie seht ihr, die Wand, die hast schon, mischt schon eine einer. Ja, die Rido, ja. Ja, so eine Vision, wenn sie scheißen, das ist schon ähnlich, das wenn du zu Äger oder zu Äpfel spielst. 1,5 Minuten noch bis Pause. Zeller geht in dieser Feierung bei 30:29. Ein schöner Move vom Clark zwischen den Beinen, Stepback. Das ist mal den nächsten Raum verschafft. Gut Pass vom Joey B war für den Clancy Rock, den nicht davon kann profitieren. Du bist dann der dritte Fehler vom Erik Zenners. Oder? Nein. Interessant, und hat aber dem Erik Zenner den Fehler gepafft. Ja. Für mich du nur nicht nur ausgesehen, wie wann hier gewirrscht wäre. Ich meine, hier wären wir gut dabei. In der lunation Situation, dass es in der Lotterie wird. Ich denke, dass die Jan Wohl verloren racken wie Erik Zenners. Wenn sie gucken, ob die Gavin erwirselt, das nimmt 1 Minute. Oscar Dageron ist durch die 2 Pfoten Feierung überholt, also viel Feierungswirrsel an dieser Final bei den Herren an Pferdeschoss vom Philipp Gutenkauf. Ein schwerer Schoss außen Dribbel, links an, Pull-up. Ja, über den John Hicks. So, der steht ihm komplett auf der Face. Absolut spektakulär. Sehen, dass die Ertwecker nicht zufrieden sind mit dem Puff. Das wäre dann dem Erik Zenner sein 4. Fehler. 4. ja. Geht noch nicht affichiert. Wenn wir den Replay kriegen, ja, ist der Replay. Also, ich verstehe ein bisschen die Reaktionen von der Zelle. Es sind ein paar Puff dabei. Für Mann aus die Kleinste, die viel Puff kriegt, an ich meine, der Bonus hört, dass lange im Land ist und dass nach vorne, dass das ein gutes Spiel hast, das dann. Ja, das schafft den sich schon. Das schafft er sich, genau, der das dann nicht geklaut. Du grüßt die auch immer. Ball immer. So das ist. Ich meine, es war immer ein klarer Fehler. Das ist gut. 43 Sekunden. Und dann immer die erste Tanner da ist. Es ist halt gut für euch, die Escher probieren zu bleiben, dann am Block noch anregeln. Sie waren auf den richtigen Moment für lossteuern zu gehen, genau. Dann ja, die Pass mit mir sehr kommen. Ja. An 1-2, da warst du frei. Genau. Das, ja, da wird was für die andere Seite vom Terrain. Das ist der oder freie Schuss. Ja, den muss ich nur in die Wolf. Also die Distanz an den ist gut, so ganz wichtig. Schon so kurz hier in der Pause, von 3 zu treffen. An der Person vom Jan Wolf und dann die Lash-Attack für den Baskadesch. 12 Sekunden noch. Thomas Grün. Geht den Frederik Gutenkauf. Der Zeller doch. 5 Fehler, ich geht geschossen. Oh, eine das offensive Fehler. Ja. Ja. Das Klo nur am rausgegangen vom Jordan Hicks und der weiß er doch. Ich denke, ja, der Move, wo den nicht so gerade gut erkannt an der Kamera mehr. Und dann ein Dreier vom Jan Wolf. Da bleibt der Zeller nach 4,5 Sekunden. Für sogar einen Drop zu setzen. 4,5 Sekunden kann ich am Basket ganz viel machen. Das geht noch ein Schuss, ein guter Schuss. Philipp Gutenkauf. 3, 2 und dann Fehler vom Thomas Grün. Die Escher hatte nach Fehler zu gehen. Gavin Laufel gegen und sportlich, wo ich aber nicht der Matterkurs, sondern das ist ein cleverer Fehler. Ja, das ist auch ein normaler Fehler. Aber der Mensch, ob der Call, ob er nennert. Nein.
bleibt. Ja, dort Reaktion an Supporter vun der Zeller, die spieren net natürlich auch, dass du sich besser entwickelt. Wollen sich nicht viel darüber konzentrieren. Letzte Sekunden vom Match von der ersten Halbzeit, dann den als Nettobannen dafür bleibt es beim 35 auf 32 Avantage. Für der Zeller kann eine ganz ausgeglichene Partie, wo ich muss sagen, dass trotzdem nicht viel Schuss fallen, auf beide Seiten nicht. Das ist ein Enke-Match, ich will nicht sagen, dass ein defensive Match ist, weil aber über den Ruf geht, ich meine, dass es nicht im Rendezvous ist. Aber kein schlechtes Match. Was aber nur, dass das seriert, dass ein paar Flotaktionen dabei, es wird gekämpft. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich sehe dann noch die Statistik für das erste Halbzeit aufzuschließen. Ein Basketball von 3, 1 von 10 und 5 von 17 bei der Zeller an der Rebond. Das ist ein Avantage für den Ettelbrecker 23 auf 17. Jetzt sind viele Perteballen. Es ist erstaunlich, dass der Zeller 23 Rebond hat und 17 Turnover 10. Das ist der Grund, für der Zeller nimmt 3 Punkte 4 ist. Aber wie gesagt, das ist noch alles dran. Ich meine, dass es Serie bleibt, dann bin ich gespannt, wie die Equipe reagieren um Tee. Dann können wir schon noch Topscorerin so aus der ersten Halbzeit. Bei der Zeller ist das Philipp Gutenkauf mit 12 Punkten, gerade wie den Clancy Rocker auch mit 12 bei den Ascher. Sie gehen dann unterstützt von verschiedenen Spielern wie bei der Zeller, die Klagen, die Jan Wolf mit der 5, den Jordan Hicks der 7 bei Erger und Thomas Grün der 5. Wie ich für du schon angeschaut habe, bei der Zeller fällt auf 7 verschiedene Spieler, die schon gescored haben an der ersten Halbzeit. Ja, vom An, wenn wir halt gucken, so ein bisschen gucken, dass der Zeller, die mir komplett Equipe im Moment, die spielen ein bisschen besser zu summen. Die Ascher haben nach gar keine Reussit vorbei sind. Und da mussten sie dann 2 Halbzeit besser machen, dann haben sie eine Option für die Cup zu gewinnen. Mit dem gewircht von uns, wir sind zurück für die 22 Minuten eine kurze Pause und dann überholen den Team Hansgen und Xavier. Fortstar Paul Wengler, samt der 1926 Fortpartner zu Ettelbreck, an op fortwengler.lu. Ja, wir hatten eine Verstärkung, Xavier, und das durch kein anderer wie der Präsident von der AWB, durch den Sami Pika. Guten Abend. Guten Abend. Wir fangen mit den positiven Sachen nun, das ist immer das Beste, und muss ich sagen, 4500 Payonen, das Jahr, wenn da rumtalschen, also das hat irgendetwas ganz gut gemacht, weil es sind ganz viele Leute hier. Die Stimmung war auch schon bei den Damen immens gut. Ja, ich meine, wir sind immens zufrieden, wie viele Leute wir an Cook von tun. Vielleicht etwas, was ein bisschen hilft, dass das 4 verschiedene Equipen sind, die heute spielen. Natürlich 4 verschiedene Club-Reisen. Ich bin immens zufrieden, dass so viele Leute kommen sind. Ja, und dann, wenn wir noch kurz über das Match schwätzen, eine ganz kurze Analyse. Wenn wir ehrlich sind, haben wir bis dahin kein ganz gutes Match gesehen. Am Ball verloren Reussit total gefehlt, außer bei einem Mann, und das war Philipp Gutenkauf. Das ist noch gut Luft nur bei den 2 Equipen, bei den Spielern auch. Den Sticky hat natürlich gut gemacht, hat seine Equipe gelegt. Die Ettelbrecker haben $100 Last gelöst, und natürlich sind 3 nicht gefallen am Anfang, wie das kann da werden. Hier an der Coca ist immer ein bisschen schwierig. Auf Ascher Seite doch just 1 Dreier von 10, verschiedene ganz offen von Jordan Hicks und der andere. Sie wollen einfach nicht fallen. Wie gesagt, Luft nach oben, flotte Match, aber defensiv Konzepte original gehalten, und dafür kann ich sich nicht beklagen. Sami Pika Lever hier organisieren, wie früher hier gespielt, weil das nicht so einfach zum Mut. Eben gerade, weil so viele Leute da sind, wo die Vue drohen, mit der Cap die wackeln, das ist nicht so einfach. Das ist das nicht wie in einer anderen Halle, wo normalerweise eine Uniform mit Mauerhanden drunter, da wo sich ein bisschen orientieren kann. Das kann ihn hier am Anfang nicht. Ja, ich meine, die Repere sind ein bisschen ernst in der Halle. Dafür gesagt, da drauf unter Reussit, unter Reussit, pardon. Das heißt effektiv, dass hinter dem Kurve nicht für alle Halle eine Mauer ist, oder wo nicht eine Unisse Fong haben drunter, aber da sind noch schließlich wie viele Meter haben drunter. Das ist ein bisschen schwer für sich da rumzufahren. Aber am Fong hatten relativ gut organisiert. Sie hatten genug Zeit für sich warm zu schießen für ein Match. Das heißt, bei den Damen hat auch gesehen, dass mit der Reussit auch kann klappen. Das heißt, mal gucken, wie dann das zweite Halbzeit weitergeht mit der Reussit. Das Damen nu war doch ein ganz interessanter Match, den an der Halbzeit schon bald décidéiert war, und die eingedurcht Marianer wollten
net no gin wat Sparta vu Bartring kenint den Grengewald an de Resumé kënnt lo vum Chalineiz. Fred beim BBC Grengewald ass riesig. Fir d'éischchte Käier huet de Club vun Hurstadt Kuban Basket gewonnen. De 75. Anniversär mecht dëse Suse ëmso méi besonnech. Es sinn immens froh, och mat dëse Kipp den Titel gewonnen ze hunn. Fir allem och mam Lisi, mé mége Schwester, Katrin Lena, weil fir schmengen schmengen vor der Käfir, dat sie wirklich froh. So im Match fir o grossem Publikum ass fir d'Ekippen eng seelen Experience. Bei der Sparta Bartring haier Weis stung bisewel nach Kengspielerin an enger Kuppfinal. De Favorit vun Hurstadt ass du schon méier fuhren, an huet och Zter 14 Matscher net méi verloren. Mit Kok huet jo bekantlech hier ege Regelen. Sparta ass duch 3 Dreier vum Lena Mersch besser an de Match kom. D'Spielerin huet die lacht Joren zu Wien op ihr bestimm Niveau Basket gespielt, an ass dës Saison even den Herr Pillien zu Bartring. De Grengewald huet an der Eischter Halschend net gut getraff, Bartrenglung zur Paus hin verdenkt mat feiertech op 29:4. Et war lang net gewusst, ob Final iwwerhaupt kenint gespielt gin. An der Hallefinal hat Diedlinger Match gegen Hurstadt nämlich 2 Punkten zuviel opgeschriwe krut, der awer nie gefallen sinn. Recht lächte Weekend kommt d'Entschädung vom nationale Sportgericht zugunste vum Grengewald. Lo waret dann in der Zeit fir de Reckstand nes opzuholen. Kurz fir Schluss vum 3. Feierel huet Hurstadt du noch nest Feierung iwwerholl. Sparta haut den 3. Feierel einfach verschlof an de Match aus der Hand gin. Du muss lomo beste sacken, dat das normal. Wir mussten doch net reden lo so si Frau, dats ma hei waren. Fi mëcht war die Final fir Reis Klo ze gewannen, mé hunn déi verloren. Spannung ass keng méi opkom. Bartring huet de Rhythmus verloren a gouf iwwerrand. De Grengewald huet so en mat 71 op 60 durchgesät. Gratulationun op Hurstadt fir lo bis spéder nuech daran werd gefeiert ginn. Ja, und damals sind nach Hai an sie gucken sich den Match an. Es haben muss so auch schon do ganz viel Leute an dat waren de Jore für drinnen wohl ernst das. Da hat den natürlich auch ein bisschen Glück gehabt mit Kippen, weil beit Clip hun viel Leute abbrüchen und das Mensch war der ustreft. Das Klipper mi groß gehen, das Begeisterung auch mi groß geht für den Basket. Ja, ich meine allgemein gesehen immer mehr Begeisterung für den Basket. Dafür war doch gut, flott zu gesehen, dass bei der Frau schon so viele Leute da waren, weil eine super Ambiance die zwei Clip hatten. Immens viele Leute mal bruch die Stimmung gemacht und das ist eine gute Tendenz am Ende gegangen. Natürlich mit der sportlich gespart, wie noch die positive Aspekte gespart. Negativ muss ich so natürlich go viel rundherum diskutiert, go viel op Sportsgericht desideiert. Am Endeffekt also trotzdem eng Final gewircht man engem fade Beigeschmack wie den Deitsche gif soen. Wo du dat haut noch am Kap oder ass fir dichcht chauffieren dieser Final aufgeschloss gewircht? Natürlich schon nach am Kap. Ich gehe noch alle 2 Minuten Robo geschwert, ob hautrich gezielt geht. Also ich kann net so dat ich vergis ganz am Gegenteil. Du musst aber so natürlich ist die Fehler geschieht. Eng Kupsmatch gëtt vun der FLWB organisiert. Die Fehler Dich passiert. Gower schlussendlich Leiit, die sich dafür entschuldigt hunn, wie den Dach selber sicherlich net alles richtig gelaf an den dann noch bisssen an Vergangenheit zurückguckt. De Problem mat Wärmer gegen Fall war, dat war auch schon so bisschen opbau. Das lo ich will net so richtig inkompetent sieht, absolut net. Wie dat die Sachen, die können passieren an segem Moment an der gesagt die schlecht aus, obwohl der Best fir de Basket, weil wollt ihr heute kein so eng Situation wir haben mal schaffen. Ja, also sind menschlich Fehler do Dich geschieht. Wir sind nur extrem an der Presse geschläft gehen dafür, wo ich nicht unbedingt kann nur erzählen, für was mir du als ganz Föderation du so viel Schuld dafür kruten, weil du Fehler du steht drauf. Ja. Ich verstehe das. War kein so viel Zeit. Kannst ganz gut no van wann du als Spieler gifst gucken an du guckst bësse vubausen, kannst aber verstohlen, dass Leider ganz Lützeburg natürlich bëssen opbrucht waren, dass Serpes kann passieren. Liegt die Fehler an Eis als 3 passieren noch Fehler den ganzen Tag. Wie das dann natürlich so eng Diskussionen faktet war net einfach für Kien.
fir allem Pech, dat soviel Sachen bei nee kom sinn, dats de Match no weg op déi 2 Punkte luken ass natürlich net glelech. Fehler geschéien, wie du Sammy schon gesot huet. Soll den einfach der Pechstraus machen, soll den net Kippen dofir schlecht machen oder irgend eng Schuld gin, dats eng Person oder zwei Personen die Fehler gemacht hun. Die Griech fir den Scheet Resultat as validiert gin, dofir muss einfach lo weiter fuhren an profitéiere vun den Elementer, wie man lo haut hat, wo alles gut lebt, dann auch den Leiit Merci die stand freiwillig immer hinsetzen an dat machen. Dat wir nie vergessen an dofir auch Merci Sammy fir den bislo super Ofent. An mir bleiwen bei dem Sportlechen ganz kurz Ruf bei de Christoph Forscher, weil den huet e Spieler vun Ash Mikro. Bei ass den Alex Rüdeburg Alex Wiwerstimmung am best, bei de Köch gesot. der Statistik fir geleert nee vun 10 vun 3, dats einfach mehr am Mann net hunn das reisit. Sie haben den 3 Punkten hannen. Schweine Match genau de Fors entscheet, dat so rapches Hei, dat Sätebreger am man schnell spielt, mir po bisssen Not laufen, da muss bis Griff geht dat. Ganz zerrete Matcher se men spannend fir Leiit sichlech ganz neutral si mir fir dat sichlech wie stressig ne. Straske je net das gute Match si viel Leute mehr pressieren da gin as best. Kupplächte Gründe gehabt, wat muss nach Nacht dann guckt verdedigen. Wasser scheisse, Wasser treffen, das sicher. Wat hoffst du da wat an das dann das 2000? Bra net viel anstoss Feuer muss brennen, müssen raschessen alles gut, das Basket. Ja. Das Ups and Downs met as Down und schaffen dass man lo abhun. Exponchoster fir Dich am Kombasrick bei de Jeffer bei den kann. Nach nett méi lo gleich Feier muss brennen, dat fir Dich Xavier. Du pass immer e Spieler gewircht, den auf der Bank kom an den enker richtig probéiert huet feiern ze fachen. An dat brauchen se muss der woch gucken. Bis lo huet de Basket Ash och van de Matschen gut wär am fungiert gemer, weil se hunn Ätelbrick nach immer an de lo guckt ënner 7 Punkte gehalen. So. Genau, dat noch immer eng équilibriert Party, dat wie du sees am Offense kannst du mo in der Lounge geheieren. méi defensiv du kannst da neich zolossen an wie Alex so huet. Sie probéiere besser ze chassen, dat se normal, dat se rachessen. Wann d'Aggressivitéit do ass an Feier brennt, dann geht dat selwen, an der lief der Rhythmus auch viel besser an der Offense, weil se méi easy fast Breaks kräen. an das dat man haut an net soviel gesinn hunn. Die Ätelbrecker sind natürlich Spezialist oder fir de Ball schnell nofir zu bringen, schnell Aufschluss zu sichern. An Schiss an net fallen, da kennen bis de komische Flow dran, an da muss gucken, wen sech ajustieren kann. Dofir hat mal an der erste Halbzeit bis eng zerhackte Party, muss gucken, wie die 2 Kippel rauskommen. Mir hat schon beim Damme gesinn. Echt Halschend enge Kipp dominéiert an 2 Halschendianer. Dafür muss gucken, wie das die 2 Kippel relativ auf engem Niveau sind, will de bessere Start an die 2 Halschenkipp. Ja niemer iwwer non-Jickel a wo iwwer Jugend kuet Schweze, weil du gin net positiv Aspekt am moment bei der FLBB. Gimmer ganz kurz necker Ruf bei die Christoph Forscher. Weil ass den Raul Bierebe am Raul 3 Punkte ginint Ash 4 Di Stimmung am Westdeck gewircht. Bei Stimmung ass gut, ich so schlecht man spiele immer 3 Punkte 4. Min net Rhythmus von, mi Kukel fir Rhythmus fannen, mi bëssen changeiert lo fir die 2000, dat man bis mir schnelle Basketspiele, bis aggressiv Basket méi attackieren, Manner chassen, an dann eben die frei Gutschëllen während dem wo man kreieren, dat bëssen Ziel fir die 2000. Du eng 4000 Leiit an der Arena vun der Kock, dat der sechel Sport fir so enger fir se Publikum zu spielen. Weil definitiv ich meint auch flott fir de letzte Basket, dat se vielleicht he sinn. An auch flott fir ich mein eng super Reklam an du se dat Basket ein bisschen interessant ein interessante Match. Ich hoffe an den interessante Match gët. fir de Match lobt an studentisch ze wann mengste. Dat fehlt. Ich menggen offensiv muss man Rekrakt opleen. An einfach film aggressiv spiele film attackiere film zum Kurf go net Schiss verlosen. Ich mein, den Ziel fir die 2000. der Seitfir anre bei den Tim an den Xavier Robert Studio. Ja, da muss man auch Merci so Disponibilitéit vun den Spieler a vunierch ha rundrum, die passt. Der Teeschleit gin gut iwwer alles gewur. Bei da immer bisssen interessiert opbausen, dat net all Mënsch versteht, dats die Jickel non-Jickel Regel am moment as ders mat 3 Jickel spielen. Sind da dann enker enng dabei, die aus Lützeburg kommen. E Jickel kann er woensinn, an dat bisssen de Problem wie de Clancy Rock, die Lützeburger ass. Den fir Lützeburger Nationalkipp spielt. Fir run hat man Bridget Jogger as op non-Jickel, opwuet fir Lützeburger Nationalkipp spielt. Es got Mountain lief zu Lützeburg, schafft zu Lützeburg an no ass schwéier Trennung zech eng Profi net Profi ze meieren. Du hummer lo verschiedene Kippe gehabt. Ja weil mat 3 gespielt hunn.
verschiedener hunn den op der Bank wieselen andere Mann, wat Ethelbreger noch Asch gemertet van die Luden de Klen sie matzielt. Also die Regel as immens kompliziert, der mensch fir ihr auch ganz schwéier europäesche Niveau, worum fibers Niveau dort sein, weil ich mein, die wird die Eich, die do Wildneppes bewegen oder net. Wir sind bestimmt nicht liederisch auf dem Thema. Wir haben als mit vielen Präsidenten zusammen gesagt, wir haben Sachen ausgeschafft, wir haben einen Profi-Statut präpariert, an einem Gruppe de Travail für dann zu gucken, für nicht mehr unbedingt über die Nationalität, die eine Kriterien dazu haben, als ein Profi, als kein Profi, wie lange wurde ich schon nicht mehr im professionellen Umfeld gespielt. Wir wissen, wir haben immens viele Leute hier im Land auch mit Migrationshintergrund, wo wir auch gerne mit abonnieren. Wir sind bis auf Bresel gegangen für mit den medischen Leuten schwätzen. Wie weit können wir gehen, wie können wir Wert aufpassen an einer Regel, was ja immer geschwärzt wird, 2+3 oder 3+2 oder wie können die spielen, mit wie vielen ausgebildeten Spieler. Da tun wir alles im Clip gedrohen, kein Konsens fand. Da war de Feedback vun de Clip, dat se wëlle beim Status quo bleiwen, dat dat se kenint mat 3 non-Jikel spillen, wat Orlo de Saison ëmmer méi Clip ëmsetzen. Die Konsens aner fir Thema zu fir Drune tré ze kommen Menge Ball ganz Lützeburg, ich mein, du gëst man recht froh gewircht, wat de Match Grengewald 10:70 einfach frisch gespielt. Gewehr hat man mensch alle Guten so am sportliche Geest gemacht. Die Grengewald hat natürlich auch sehr recht, das können zu machen. Aber das Problem englisch ist, und da tust du auch dann der Mann lief der Konsens zwischen dem Clip und noch die größte Rivalität, also obwohl wir auf einem Amateurniveau sind, also aber heisch. Ja, wir gehen eben an die mehr professionelle Richtung. Natürlich kann ich keinen Base sein. Das ist etwas anderes, das ist normal. Da können eben Leute sich auch Punkte behaupten, weil sie sie so oder so interpretiert haben. Das wie de Sami so sie probieren net best fir Statut bei dem Talun zu passen an so Diskussionen wie man Planzilo oder man Scottmoten zu Stesel als dem Weg zu go, weil dann das alles ganz klar geschrieben. Klipp könne machen wie se volle, wie se finanziell natürlich auch me schon. Da kann man einfach viel gemidtlich auf den Basket gucken genau die Diskussionen an run. Das auch ein Problem am Englisch von den selber Statuten hört, die dann kompliziert reich gehen, weil verschiedene Fälle nie abgetreten sind an irgendeiner Situation. Und da geht den oftmänglisch dem Moment selber überrascht, weil das noch häufig gesehen, aber da kann ich auch nicht alles wissen, weil das ist ja auch unmöglich. So sind Eisstatuten aber nicht die einzig, weil ja. Für alles bei Eisstatuten nicht viel gesehen, gehen wir auch Biberstatuten. Ja. Und ich meine, ich habe genug gelesen in der letzten Woche, ja. Wie viel in die auch kann in eine Richtung interpretieren. Wir haben also, wo sie gewann für Hilfe an der Situation und das Sujet war hier noch ein bisschen warm für sich zu prononcieren. Also sie holen noch das, die ganzen Jugementer, die bei uns so geschrieben wurden, weil sie auch noch dann hier Kommission für die anderen hier Statuten sie verschafft, weil sie gemerkt haben, weil das nicht alles so klar wie eine Fleischkeitmenge. Voilà, mit Leute sind natürlich gerne die sich dann beschweren. Wenn sich nicht darüber beschweren darf, und schnell selber konnte man da leben, weil ich meine, noch beim regionalen Camp dabei war, auf der Journée Nationale de Basket. Da war es richtig flott zu sehen, dass der Novus beim Lust und Spaß nicht nur um Basket, sondern um Sport wird. Und ich meine, da oder auch ganz viele Leute, die benevol helfen, Trainerinnen aus dem ganzen Land, früher Nationalspieler, die bisschen etwas durchstellen, wo dann auch so kaum vor ist, müsste man den zu verbringen. Das klappt super gut am Moment. Ja, wir haben Lizenzen, ich will nicht so uns explodieren, aber sie wurden kontinuierlich. Wir organisieren immens viele Sachen, Regionalcampen, Journée Nationale, wie du gesagt hast. Wir machen immens viele Sachen, wo ich an der Letzte ein bisschen mehr auf Pferde sprechen mit negativen Sachen an der Presse, wie mit denen Guten. Maar wenn so normal weitergeht, dann los man gerne auf der Seite, dann muss ich mir nicht bejeizen und die haben den Job an den anderen Bereichen dann genauso gut wie los man so bei der Jugend oder bei vielen anderen Sachen macht. Also kein schlecht Blut auf alle Fall. Und für den Match ganz kurz, Xavier, bei der Wetzlar lohnt auch aus seinen Steuerungen an, natürlich. Muss mir getroffen gehen, weil sonst gewinnt es kein Match. Natürlich, ich meine, die Nervosität ist klar aufgelöst, den Raul schon an der Pause gesucht, der Trainer hat etwas Kleines präpariert. Kann ich gespannt sein, welche Adaptationen an einer Pause gemacht gehen, weil es sind über 15 Intensivminuten die Pause. Wenn er nicht konzentriert rauskommt, dann kann er die Bemo ganz schnell gehen. Sami weiß doch, es sind immer die 5 Minuten, wo der Trainer ausschwätzt, nur der Pause, die können decisiv sein. Wenn du den besten Rhythmus kriegst, dann kann Bemo einen kleinen Klach machen und dann ist es schwer, das zu machen.
Mir gesinn als non enker Merzi so den Steerball von Sammy, dats du doch bei so kritischen Thema dann äußerst, dass du immer einfach an mir gene Loreck bei den Jeff Kattenmeier annatierlech bei den Kandidrech. Ja, mir sie brett fir die 22 Minuten die letzte Sekunde läfen no gowe nach den kurzen Optritt zu der Gëtte nach immer vum Sven Felix, der sind letzte Woer Freestyler am Football, den huet lang zu der absoluter Weltspitzt geheiert. An den animéiert Leiitei bisssen mat singe Skills. Trotzdem impressionant. Wat den alles drop huet, Basket quasi Verbundenheit mat bisschen Football und dann direkt no geht er weiter mat der zweite Halschen dann enger spannender nach net heichklassischer Cupfinal kennen 35 oder 32 für der Zelle nach alles dran dass sie men schwer für raus so Richtung das geht Menge nur die gibt die richtigen Lavelo wischt die hört schon in dicke Bonus. Ja, und dann noch den Mar Mallory, den am Fongo den Topscorer von der Liga hast, den mit 2 Punkten. Ja, net der 27,4 als Moyen. Das ist enorm, das heißt, der Junge, den die Wettbewerb hat nicht 2000 wird, den will viel besser spielen, muss besser spielen, wenn Athletic will wannen. Trisit, Athletic hat ein bisschen besser von 3 getroffen. Die Escher sind komplett Landschirisit, so dat gënnet Pferderdesprot fir du konstante Chase wo weit. Wie gesagt, der Match ist spannend und mal wie es geht. Bessen op Statistike kucken vun der Dreierlin wat den Ken du geschwert huet, der Zanner bei 5 vu 17, dat sie ennger 20%. Beim Basketdash 1 vun 10, also dat ass net schwer ze rächen, sinn der 10% an du hast also nach ganz viel Luft nur wenn er gesehen hat auch angeblend eng Dominanz am Rebond von der Erzähler mir der Zeller auch es soll aufstellen dann dieonneidisch perte Ballen Turnover da leihen sie schon bei 10 und dann geht last die Lehrstamente er dann an die decisiv 2 Talschen geht der Basketdash an den blauen Trikot und der Zeller auf Ex. Auch den Joe Nix mit einem Match von den so Moment nicht wirklich dran mit viel Sache Leute gelos OP Freischüsse die mal was trifft Leute immer Chance dass du kein Fehlpass mischt du kann nicht selber dann offensiv probieren Jordan Hicks raus für die Clancy Rock die nächsten 3 auf der zweite Halbzeit geklatscht nicht ganz souverän vom Markel Smith. Ganz freien Dreier von Markel Smith die sitzt. Wichtig. Für hier nach der Zeller für so und die 2 Talschen zu ranzustachen auf enger Seite Clancy Rock den Dreier nicht rasch ist und dann der Zeller die besser mischt. Ja, schön, dass ja schon immer die Clancy sich heute Joey Bieber probiert ein bisschen größte Vierdeal zu nutzen. Den Avantage der Zell hört auch den Markel Smith den ganz polyvalent ist den quasi alles kann kreieren kann chasen kann finishen oder nicht so den aber immens voller Talent gesagt den wit am zurücklaufen du ja, das Luft just von der Offense geschwert doch lieber die Schwester just von der Offense defensiv was du nicht gestärkt als Trainer den überlever wann an der best Miser zurückgeht. Ja, könnte guten Offensiv was von ganz gut aus dann wichtig Schoss mir an Wolf den guten Match mit den Schuss trefft den noch konfirmiert gesagt haben schon 8 Punkte für der Zahl das eigentlich die Echtklasse so weit sind ja, das maximal Avance ja, seine echte Halschen nicht an optimalen Optakt an die 2 Talschen für der Zahl Rock bisschen kann verkehrt zu op 6 Punkte in Ekar Topscorer mat 14 Punkte zählt net du hatten Chance ja die Äscher für die guten Kauf einfach mal Ball Blütgeil das rangegangen war richtig weil Fehler für drin Joey Bieber wollte die Fehler machen wir wissen zu weisen dass net gerade kann laufen wo will du viel Chance vom Mallory du hast den
Hallo die muss Loen kommen. heraus. Friedrich gut gekauft. An der erste Alschen nee getroffen an den Do geht doch direkt für den Optakt von der zweite ran. Spielt den Frank Denken und Tomor Clancy Rugger immer engem Layup. Ich meine, das hier noch Lode für gesucht, dass ein Tomor nicht direkt ja. Ich meine, den Frank war schon unterwegs hier beim Tisch. Schon 2-3 Jahre auf Seite von der Zahl an der zweiten Halbzeit. Du hast den Mismatch, den müssen hören. Nicht ideal, weil er selber ein bisschen ausgerutscht ist und dann trotzdem kann er noch gehen. Ich meine, wohl der Fehler, du. Nein, ich habe den Easy Layer vom Clancy Rock, Party lebt aber schon weiter. Ja, ist drüber für 3. Er wollte ihn nicht, er wollte Schuss nicht. Ja, du hast gut keine Reussit beim Jordan Hicks an dieser Party bis an. Wenn er Chancen noch haben will, für die Match zu gewinnen, dann muss Jordan Hicks ganz sehr an den Match rauffahren. 0 von 4 von der Dreierlinie. Das ist auch keine gute Qualität in den Schuss. Das forciert also aus dem Dribbel über 2 Leute, ohne wirklich, dass es ein Rebond ist. Ja, und er hat bis den dote Chance heute von 2 alles getroffen. Er war bei 3 von 3 Melo, ging der auch nicht mehr ran. Danke, Jordan Hicks, das geht von 3. Nee, bleibt dabei. Jetzt sind die 2-stellig Kind 4 kommen. Wenn sie los scoren, da wird den Frank gegen Tomor, weil da müssen 11 Punkte haben. Überhaupt ein Fehler. Ja. Ganz klar, der Robben ausgelöscht. Und der MB hat nicht gekriegt. Ja. Die war eigentlich zum Kurve und dann hier kriegt er geht er sicher. Geht er Friedrich Gutenkauf. Zum Kurve und dann seitlich raggedreht mit der Hüfte. Dann ein sein Dreier. Den zweiten an der Party vom Friedrich Gutenkauf. Was den Fritz gut möchte, dass das immens viel Energie bringt, hat verteidigt und dann noch seinen Schuss trifft, wenn sie wichtig sind. Oder den dicken Match heute Luft. Auch ich meine für 2 Uhr, wo sie gegen Stesel gewonnen haben, noch 2 Stück getroffen, die wichtig waren. Lang durch eine Pause, wenn es Corona für das war 2019, wo sie gewonnen hatte. 2019, genau. Richtig. Gemacht. Richtig, ja. Das war wirklich impressionant, dass der Teil wäre am Fall von einem Altenbrecker Victor für die 25. Cup für der Zelle. Unwahrscheinlich. Ich weiß noch, wo ich gespielt habe. Ich meine, den Nelson Delgado hat seit Ningmo gewonnen. Ningmo. Ja. Ja, das ist quasi am Anfang wie Cupfinalen an Cock kommen sind an der Arena. Von den nächsten 10 wären sie 8 Mal dabei oder so. Genau. Kann auch vielleicht falsch sein. Dann können du erst im Cup mit gefühlt alle Jahre als irgendwie der Zelle mit einer Cupfinale. Du wusstest, wenn es am Finale kommt, was genettet wird. Ja. Richtig wird so. Ja. Ja, mit sie hun, das war so auch am Moment noch hun, dass sie quasi alle Sättebricker jungen an der auch dem sind die Kippen immer lang bei nie gehalten. Da gouf nicht viel Changement, da war mal punktuell, aber nicht lo dass beim den halbe Kipp gewesen das. Ja, also noch viel Spieler verloren. Fehlst du quasi halbe Zeller durchspielen und du hast ja Kader bisschen wie denn. Ja, auf dem uns an den erfolgreichen Jahren, du werd immer plus minus dieselbe Kader. Nie Leute quasi nie Leute vorbei sind dabei lost raus, hast du Stesel dabei kommen von Konter rüberkommt. Genau. Bei ihm auch lange nur ausgesehen hat, wie ein Achilles gerast hat, wo nicht wusste, ob er gegen spielen. Luft von den gesagt. Ja, definitiv. Der Garposition sind sie ganz tief, tun sie der Rolle an Fritz Asien, den Sticky natürlich viele gute Kraft den hat der beste Spieler am Land. Ich meine der Garposition Nationalspieler der Bobby an Hesiming gegen Begart am Thomas natürlich. Aus der Mitteldistanz mir auch du Kino vollch.
vielleicht die echt 2 Minuten, wo der Zeller der Pu getroffen hat, die sind auch schon besser vergangen. Jordan Hicks, der sich noch immer sein Reusito hört. Das ist kein einfacher Schuss, das ist wirklich Tough-Schuss, die du treffst. Aus dem Dribbel dann ein halbes Stepback. Von der Cocker, wo steht einfach was. Zwischenzeit ist Amerikaner gewürselt. Bei der Zeller noch der Do, ganz schwerer Schuss vom Clark. Fan und dann beim Gegner am Rick. Der Zeller geht auch Völker, dass der Ball vom Clancy wäschhält. Der Clancy geht ganz aggressiv verteidigt. John Hicks lebt da warm. Das ist wichtig für hier noch seine Reaktion darauf, ob den Dreier endlich den nächsten. 1:6 für hier. Einzelaktion bei der Zeller tankt zu stören, kriegt er nach den Fehler gepafft, relativ spät. Aber richtig, ich denke, dass du 1-2 Mal schon der Fehler war von Alex Rodeboer. Wichtig gefahren, ich finde den Clark. Möglichkeit für 2 Pfoten drauf zu setzen, das nächste Fehler vom Alex Rodeboer, wenn sich die Fehler anguckt, dann am Anfang noch bei keinem richtig Probleme ausheben bei der Zeller für den Erik Zenners, den wir in der ersten Halbzeit schon geschwärmt hatten, wenn man 4 persönliche Fehler schon. So ist alles am geringen Bereich. Mit dem Escher Trainer auch vieles richtig gemacht, dass er den Tumor nicht geholt hat. Ja. Mit der Nummer 3 wird dann noch wichtig sein. Sie haben 5 Punkte, das ist kein Problem am Basket. Ich sage, von 2-3 Possessionen. Dann natürlich dann double Block, double Screen für den Jordan Hicks, den dann aber ein bisschen forciert, dann schlechte Schossel der Platz, mit war noch 9 Sekunden auf der Auer für du nein da rundherum zu gehen. Das war zu viel, er hatte müssen aufspielen, hat müssen sichern, dass er den Kleinsäger findet oder am Thomas spielt für Pick and Roll Löwen. Guter Block von Jan Wolf. Das für mich richtig, weil innen drin gehen. Nicht dem zu an der Luft, wenn du Zeit guckst, geht den innen dem Mann, wenn er schießt. Du könntest Spin und du. Ja. Der Hüft geht drin. Ja. Das ist Fehler. Das ist ein Fehler. Ja. Er lebt quasi mit dran. Ja. Das Fehler, das ist dann dem Alex Rodeboer sein Zweiten. Natürlich wird er ein bisschen gemalt, aber das ist klar, auch von der FIBA definiert, wenn der Spieler schießt, dass er wegkommt. Er muss können landen. Vielleicht muss er normal können landen. Plus weil der immens gefährlich ist für Blessuren, noch wenn du Fuß oder so 2 Face drinnen stehen hast und der Land drauf ist, dann ist am Basket. Das ist die rein eine Blessur, du hast keine andere Möglichkeit. Definitiv. Thomas Layup, du. Contestiert von Jan Wolf, wirklich einen super Job gemacht hat bei der Zeller. Wir mussten einfach normal schießen, aber links an, dass du gut mit. Du wolltest noch einen Fehler, ich weiß nicht genau, was du machen. Du hast selber das auch passiert. Und die Grund. Beide Seiten dürfen so nicht den Fehler machen, dass Einzelspieler wollen den Match rausschrappen, respektiv gewonnen. Clancy Rock am No-Setzen an, zweite Rebond an, wird Jan Wolf. Kriegt kein Fehler, Clancy Rock. Da hat er doch deutlich matt gedreht, dass er nicht zufrieden ist, das ist aber Clancy Rock sieht ja mit den Handen, da muss auch gepafft gehen. Die erste Mal, das wird der Zeller reklamiert in der nächsten Halbzeit. Ein bisschen wie fixfeierig, ein bisschen wie Jank. Ich sage dir, dass es Flöser aber sicher an die DCC fast geht und dass er noch spielt, weil dem nach kein Faser-Match geht, wo so richtig klar geschieht, dass durch den Lauf
kennt Lauf haut decisiv sinn. Sos ginet der Hans méi méi haut kenint een duer. Genau, du sind 8 Punkten die Ächer wësse, wann Loneker 2-3 Mal oppassen sind der 15 aus dem Match gelaf. Die muss lo wirklich oppassen, dass sie die nächste Possession scoren und dann drüber fir den 4. Feieren. Gut ass der Front gehen nach 3 gegangen Bausen hatten se frei Schüss. Ja. Dann nach dem Ball eure wäsch gekickt. Ja. Ächer bleiben aber lo Ballbesitz. Schoss aus der Mitteldistanz der die Clancy Rock. Und trotzdem se 15 Punkte nach 6 Minuten für Schluss. Strecken die Clancy hat kein schlechte Match gemacht. Hicks wird ein bisschen gefangen, 2 von den Spieler sind interessante Puff. Guck mal einen Keier. Man kann Landing Zone auf den Wanderraum, hat dem Werbung geschossen, dann ist der Fehler. Ja, das wie gesagt, geht unter den steht net ge Fehler overgemerk met Facing an der Landing Zone wo kann dann dat Fieber noch den Kolleg wo der dann so bewährt werd du net du kein Fehlen. Nee, regelt herrscht nicht richtig. Genau. Beaver mat engem 5. Punkt kenn du noch den 6. Drop setzen. Den Press die könnt, wo sie dann kann du quasi durchschmidt durch die Presse laufen. Dann ist noch genug Zeit 11 Sekunden op der Schossauer für etwas Anständiges abzubauen. Den heiche Screen für den Philipp Gutenkauf dann raus die Jan Wolf nächsten 3 Jahre und ist sitzt. Ja, das ist natürlich ein ganz gute Match im Jan Haut, den wirklich solide Verteidiger an offensiv sich Schuss trifft. Jan Wolf mat 13 persönliche Punkten haut Thomas Grün vu ganz weit an noch de geht net ran an das schon eng so eng echt will net unbedingt Verzweiflung nennen mir trotzdem wo mir als Spieler okay Zeit lebt als fort das schon da sind da wo soll man dat lo hier holle für den Match zu drehen also man ging wetten dann viel auch einfach vom Gefühl ja. Gucken den Match du merkst dass drüber Gefühl wann der schon rein können kommen weil sie den ganzen Match Rhythmus hatten ja, immer Richtung 20 Punkte muss ich sagen ja. Sind der hallo Spielmaker 24 Sekunden ja. Und dann hast dat schon mal quasi nie mehr schon ganz gut aus für die erste Zelle die 25. Kup fir der Zeller ass wég zum Greifen Nolo. Läch Minuten die Roftiken allo sinne 20 Punkte in Kar bei 3,70 3,50 zugunsten vun der Zeller. Mat Fehler. Gefiel wann die Äsche de ganzen Match drakommen sind, dats sie top gewalt und dats den Run kënnt den se nie hatte ne. Nee, Seelen wie man für schon du geschwert dass der Gefühl so 3-4 Minuten lang das Ash so wirklich Lauf hat wo auch alles ein bisschen selbstverständlich war das alles vom selber geht das war nie der Fall das hat alles konstant nur wirklich richtig abisch ausgesehen an nicht so leicht von der Hand noch fällt nicht genug Euphorie an Enthusiasmus für den Match zu gewonnen vielleicht ein bisschen ich hatte mal ein bisschen mehr die Aggressivität da kann ich noch geht doch schon mal gepafft ja. Komplett Zeit von der Auer Ruf nach 4 Sekunden gute Move von Philipp Gutenkauf waren wirklich engem super Crossover ja. Setzt dann direkt den Timeout fand super gemacht 4 danach nach 2 Gavin Love genet zum richtigen Moment spielt okay du sieht nach 14 Punkten das sind 3er Mio4 in der Lernschgehalt an direkt Reaktion Timeout gut nach 3 seht noch wahrscheinlich relax mir Zeit hier lang spielen Listen to me we cannot play 4 or 5 minutes doing what we're
We're not going to run the clock out. Second thing is, no middle and no more fucking three-point shots. We're playing 5 offensively right now. We're going to run 2. Lamar. Here, Q, run off this, we'll get Q. Go. If it goes here, Yanni's open when he sets his pick. Come off this hard. We're running 2. But start here and sprint up. Listen to me. We don't need it quick, okay? Sprint back on defense, we need stops. We're running 2, okay? And then we're gonna run wave. 5. Ja, seht die Insel Setplays diese Lummel an Zukunft vëlle Spiele méi Schweizer wo och op enger se dun, dat se net ëmmer mussssen die 24 Sekunden ausspielen. Me se dann awer zum Schluss vom Timeout Minwer Zeit. Mg ass net fro wann nur 6 Sekunden chase so. Nei ich mengge dat se net der vergisst du köft chase ja wo net 5 Sekunden so klar. Was hun du den Markeel wie ich nach dem Markeel Smith den du Mäkin dehnt wegspiel Optionen huet. Noch fir hin als Trainer wie du riesen erfollech fir der Zeller ein Kupp ze gewonnen echt der Saison. Nechten Titel an der den Raul Beere beim den nechten Titel as Jore lang an Drgelaf firste wannnnen Schwees wat Konter enker gin. Stees gin ausgespielt. Voilà, das Markeel Smith de wuch gesot an den Ball huet, den as gin ass den mens talentéier dann er schwer verteilt, ass de Fehler vum Klenzi ganz klar. Fehler. Kein Diskussioun geschoss. Egal wéget Geschoss mengg ver am Schoss an sinn am Bonus dercht. E guten Tomoren en gut Reaktionun vun d'Ekipp. Dat kënnt lo dabei, dats van der Zeller relativer volle Schreichlo vun der Fot wär, dann ass gënnech mit zuele fir Äscher. Da kannst du se go 3 an der nee chassen, dann da gewinnst du Match méi. Kann den zweite Lunner auffallen. Brauch Winzen sehen, dat wär gut von den Rasche doch für. Nee. Man sieht nach 3:25 an sie 14 Punkten Rückstand. Da geht ein ganz fischer Attack für den Bangladesch. Da sehe ich mal den Abrach. Muss er mir sehr gut da mal zu lang muss ich schon attackiert gehen. John Hicks muss rausschießen. Ob Blut oder so ist das? Ja, Blut gibt es so. Ja. Das ist anders oder im Bein. Ja. Auch maximal unglücklich. Ja. Der Schüler muss getaped gehen, muss ein Tape drauf gemacht, das kann nicht spielen. Und mit einem Amerikaner. Guter Schuss. Aus dem Lav raus, frei gespielt. Thomas Grün. Den Eiker kann verkehrt sind op 12. Wir dürfen die Äscher keinen Fehler schenken, das ist wichtig, das sind dumme Fehler können wir. Viel Platz auf der Seite. Zieht Eiker zum Kurve. Und da geht der Fehler. Er hat da 6 Sekunden auf 4 von der Schussauer. Wir müssen sie frei bewahren, das ist natürlich so eine Situation. Lamar Mary wat Ären an 8 huet 8 Punkten nach der Bahn. Fi sei Standard relativ schwach an en Galancht. Dilächt 3 Foten und de Lach geschossen. Verpassen do weg Deciioun ze hëlle mat de Foten. An awer sinn se noch immer weit fir as hex wahrscheinlich ge Problem net. Der ass der Bannen. En vu Feierlo in den Lächten. Wir müssen attackieren, das geht nicht, das muss mich schnell machen, das ist nur wirklich viel. Das ist natürlich schon zu lang. So aber besser bedingt durch die Gegner. Der Zeller steht gut und der Zeller möchte dann noch gut als Equipe. Wie viel so Chance zu kriegen, nur 15 Sekunden, ich meine, das bringt nicht, das ist besser okay, als schnelle Pick and Roll. Ja, wenn es anderen gezwungen bist, du quasi 90% vom Match, anderen 5 gegen 5 zu spielen, anderen das Setplay. Auch von dat déi Spielers heißt du brest awer die Säier Kiew. Das zu viel iwwer de Klenzi. Turnover vun Nettlerbeck bësse fleit
grad so gut lief méi de Viersprung ass de Grous, dats einfach 13 Punkte, dat geht duer, dat keine Diskussion. Zeit lebt dawer weiter. Onneschen Ballverlust vum Philipp Gutenkauf. Dann Piet Beaver, voilà. Den net gezeckt an den Chase dann trifft dann direkt an dann ass der nach Lebenwenzeechen vun den Äscher. 10 Punkte Rückstand. 2,5 nach. Gavin Love fir Orlo eng Tomor Fleit. Enkeier hat er se. Geht fir den Ball anzugeheien, sind noch 5 Spieler an Gegent, mit dann awer Platz fir de Friedrich Gutenkauf. De bremst doof. Stadt clever, well Zeit ass hier Front. Raus offensive Fehler. Gut geholt vum Piet Beaver. Richsche Pëffen Chlor. Vier gesagt, voilà. Piet Beaver auch gut abgeholt in de Fehler. Piet Beaver 4. Den Dreiergeschoss an Hannenlo offensive Fehler geholt. Hallo können die Äscher nicht trotzdem zurück an den Match kommen. Und der Kurfschießen dann hast den Tor bestimmt von Gavin Love. Do. Voilà. Das gab von Jan Wolf. Gruppen einmal Tanderhaus. Wie gesagt, wenn wir die 12 Pfoten rangehen, dann sind wir bei 8 und dann muss ich gucken, ob die Äscher dann ob der Zelle ein Tumor hält oder nicht. Gucken, ob der übergeht. Thomas Grün. Ja. 9 Punkte. Der Presse haben sie Probleme. Also sie wissen nicht genau, wie sie sich so abstellen. Sie spielen da. Wichtig für Lungen ist ein bisschen Kontrolle zu kriegen bei der Zelle. Sekunden noch auf der Schossauer. Klare Fehler. Okay, gute Fehler. Es sind 8 Sekunden gewesen auf der Schossauer an am Anfang. Du hast die Gegner, du wo du willst. Richtig. Wie gesagt, 9 Punkten aus zu viel, wenn da 5, 6 wären, ging ich so ein weh. Nur mussten sie just hier Freiwürfe rausschießen und dann kriegen Freiwürfe, sie kriegen ja 2 Schüsse. Da bitte hat es studiert. Nicht gewesen, wer der Seite. Fritz gute Kauf mat fichte Wurf. Noch nervös in die Lächte vu 7 hun se Geschoss. Den Lächte 7. Guten Kauf am nächsten noch die geht net ran den offensivere Bon op Seite vun der Zelle ne. Net ganz gelaf. Net ganz mé muss hier bei den Äscher. Muss awer an anderen 3 erfallen, das geht mit. Thomas Grün. Piet Beaver vun 3, Piet Beaver ze kurz mé die Äscher neiker Chance. Das kann Thomas Grün vun 3 nee. An der dritte Versuch. Das kann dann den drinnen, dann ass der Ball verloren. Loken eng decisiver Attack vun der Zelle als déi scoren dann. Ja, ich meine, war schon eng defensiv. Die letzte Aktion war schon relativ wichtig für die Ethelbreker. Ja. 2 Mal, wo echt Chance haben, sie konnten nicht davon profitieren. Das ist natürlich der Fall. Sie interessiert nicht, sie noch den Match nicht verdient zu gewinnen, dann muss ich noch so sagen. 1 Minute 20 für den Schluss. 9 Punkte in Avance am Ballbesitz. Mit der Zelle. Guter Stil von Thomas Grün. Ja, wir haben als Ball den ersten 4. Den Matchspieler nach nicht an den Piet Beaver von 3. Nee. Und dann merkt ihr noch in der Reaktion bei den Äscher. Das wird Frustration vom Piet. Also er findet das Fehler. Ja. Das ist der Match für hier. Gelaufen hat 7 Punkte.
Bivan enker zurück für die Lehrspielt. Supporter von der Zelle, die feiere schon an drin, da steht den ganze Block. Ich spiele, dass hier Equipe ganz nur drin ist. Für das Cup-Finale 2019 auf den 1 zu gewinnen. Punkte für den Philipp Gutenkauf, der Topscorer aktuell für seine Equipe. Topscorer am besten Rebondeur, ist das richtig? 10 Rebond. Sonst bei seiner Equipe, ja, die meisten. Erstaunlich. Ja, wirklich super Match vom Philipp Gutenkauf. Hey, we go regular 2, ok? Regular 2, Jay. On essaye d'avoir sur le 3 points sur regular 2. C'est bon, ok? C'est bon pour tout le monde? 2, c'est bon? Ok? Hey, ça dure longtemps. Mais non, hey, on fait. Pas grave, on veut un shoot à 3 points, ok? Ici, là, passe, ça dure pas longtemps, ok? Une fois qu'on a la passe, back pick, Jay, ok? Tu fais le back pick. Derrière, tu remontes ici, ok? After, flare pick, ok? After the pick, you flare, ok? We try to get trees here, d'accord? Et si on n'a rien, drive and kick trees. Allez. Sie gehen op den Dreier. Frank Merigue hat ihnen Loginé erklärt, wie sie statt 4 stellt, mit mir genau wo einfach an der Stimmung, an der Körperhaltung so bei dem Timeout, dass das Luft raus ist. Ja, das definitiv. Also der River, sie werden probieren, einen schnellen Dreier zu holen, vielleicht dann einfach zu pressen. Aber wenn der Lunch geht, dann werden sie wahrscheinlich nicht mehr probieren, dann noch Fehler zu machen. Freigehen für den Thomas Grün. Kommt der Backscreen und dann so den Dreier schießen. John Nixon ist aber nicht frei. Ja, du hast. Er muss dann immer ranzeigen und dann beim Ball verlost. Clancy Rock, den nach nur Plecke geht und dann spätestens der Fehler beim Alex Rodeboer. Und den hat er noch sein 5. auch hier. Muss nur Bank. Du war für mich nur der unspuckliche Menge. Ja, wo war der Fehler am Ende aus klar. So ein bisschen Frustration dabei gewesen, hat gesagt, die wird normal. Ja, doch zu verstehen. Natürlich. Nächste Foto für den Zeller von Raycron Clark. Den hat wirklich ein gutes Match gespielt, den von der Bank kommst, den du gute Sache gemäht hat. Die Foto schaffen wir noch ein bisschen. Ich meine, die waren nicht gut haut. Nee. Das ist mal nicht gut, Zingelo. Ganzen der Zeller hat der dort ja ning von der 10 von der Fotolin 10 von 19, das ist nicht gut. Und trotzdem gewannen sie den Match. Erst 40 Sekunden laufen, 77, 65, feiert der Zeller an sie Werte für die 25. Kehr an ihrer Vereinsgeschichte. Kup Matt op Ertebrück holen und das verdient. Op 40 Minuten geguckt. Wir sind an den decisiven Momenten, waren sie besser wie die Gegner. Sie noch kein überragende Match gespielt. Aber sie waren besser wie die Ascher. Ich am Anfang von die Ascher matt gehabt oder waren ein bisschen überlegen. Und nur der Halbfinale mit die Ertebrücker bessere Basket gespielt. Und die Ascher sind am Anfang Niveau geblieben für die erste Halbfinale. Ich meine, das ist kein gutes Finale, muss ich sagen. Aber dass die Ertelbecker trotzdem den Match verdient gewonnen. So seelen, dass an der Arena von der Cockfix schon heißklassisch Matcher gespielt haben. Ich sehe den ersten am Championat, wo die Kippen noch gewinnt sind, dann an Herrenhallen. Sie spielen mehr high ganz seelen. Also ich kann mich schon kein Finale erinnern, wo wirklich von so einer war wirklich Top-Basket an der Arena. Das einfach zu dem Stand sind einfach sie schwer, so flott wie Tal oder so, sind schwer für die Spieler ihre beste Basket spielen.
Und an die letzten 12 Sekunden und dann wäre das für der Zelle also ein riesiges Succès no 2019 eng weiterkeier Kupp mat der Bettebrick zu holen a fir de Basketdash. Geht net durch fir den Titel ze verdedigen. Lächtsaison huet geklapptes Joer war an der Finalschluss géint der Zelle die haut Wanne mat 70 op 65 an vielleicht kann in den Philipp Gutenkauf heraushiwen den noch an den wichtigen Momente am Drittfeier zum Beispiel sech bëssen zurück zu selber wenn zugangen ass net dat ganz geleet an dann einfach fi Schëss macht geiert man net mis. Ja, man muss ha en MVP wählen immer sinn, dat ich den Philipp Gutenkauf was net de Match gut geriert huet die wichs getroffen am Mofang huet den gut vun 3 getroffen zum Schluss huet och seg Fotenra geschoss vu Diana Lsch geschoss hunn schwngen dats de Philipp haut mat eng Double muss so mat 10 Raboen erstaunlich gut orientiert geschafft. An den Jan Wolf den sech natürlich auch riesig fredi iwwer den Titel mat senger Ekipp wie am Basketball eng fair aufklatschen fir de Gegner. an dann hummer nach Statistiken Dreier bei der Zellenning vun 23 beim Basketdash 4 vu 26 15%. Das grugellech de mat gewënst de haut zedachs nëmme schwéier Basketsmatch plus huns de Rebon voll. hun innner feiert Rebon an überraschend. Wo der wochte mat ze den, dat se immens Village geschoss hunn. Offensiv Rebon hat so pur Meun weg schaut net ihre Bächen Dach gehabt, muss noch so. Jan wo wanden viele gute Kraft die zwei waren haut beste Leiit. Joey Beaver geht bei die Ascher Supporter fir Merci ze so, dass immens viel an Kopf kommen sind nötig wirklich abs bewegt zu über die Lastüren abs zu Summe gedoen run de Verein abs zu kreieren. Sie feieren hier Ki Orlo an der Jalach. Ich meine, dass sie trotzdem müssen werden enttäuscht sind, weil selber de Kado fir auch dann so ein Match können ze gewannen muss so. Dann gehen wir die Christoph Forscher, den Trainer von der Speise. Donc c'était une soirée très compliquée pour toi et ton équipe. Il manquait un peu la réussite, c'est ça? Le basket c'est simple, c'est un sport d'adresse. À un moment donné, si on met pas de panier, c'est compliqué de gagner un match. On les tient en première mi-temps parce qu'on fait une grosse défense. On les tient à 35 points. On leur met que 32 avec un pourcentage horrible. Le problème, c'est qu'on garde le même pourcentage en deuxième mi-temps horrible. Et eux commencent à mettre les tirs. Donc voilà, je pense qu'ils mettent les tirs, on ne met pas. Derrière, c'est compliqué. Ils mettent des gros shoots en début de deuxième mi-temps. Voilà, je pense que c'était un match compliqué pour revenir en deuxième mi-temps en se disant, voilà, l'adresse au basket, c'est la seule chose qu'on ne peut pas maîtriser. Et ce soir, on ne l'a pas maîtrisé. Pourquoi vous avez eu tellement de problèmes dans cette deuxième mi-temps? Parce qu'on n'a pas réussi à trouver plus de jeux intérieurs, plus de situations faciles entre guillemets. Quand on n'a pas d'adresse dans le basket extérieur, on fait autre chose, on court, on met les paniers faciles, contre-attaque, des paniers inside à l'intérieur. Voilà, on n'a pas trouvé ces solutions-là. Donc voilà, après, ça reste un match où voilà, c'est là mérite de gagner ce soir, il faut être honnête, sur la deuxième mi-temps. Oui. Merci Franck et bonne chance pour le reste de la saison. Merci bien. Trek pas déjà. Ja, net ganz recht hun de Schalter nie ëmgelet krit van simmech net treffs, da muss der einer Soluioune fallen an du wenn zu aber hin noch Twitter haut einfach gefehlt. Wem hat gesot hun de bëssen Analyst, dat se wg nie de Flow hat nie de Ri ze wëssen, dats man net so falsch schlungen. Ja. Sind gespannt Velo als nächst nach in dem Mikro vom Christoph Forscher könnten werden noch nur noch weiter vor am Team Hansken am Xavier Engel mir werden aber lo sehe ich mal nach bei den Hoschigo, weil nicht den Philipp Gutenkauf bei sich. Aber wieder so den Spieler von Hautenoven, der das wie gesagt den Philipp Gutenkauf den Sticky wie genannt geht Zweitelbrick. Philipp, wie spät hat sich über den Cup ein XTK gewonnen? Das ist unbeschreiblich. Ich weiß nicht, was soll so. Wir haben einen super Match gemacht. Das war auf was die ganze Woche drauf schaust, der ganze Jahr. Du gehst voll an die Halle für trainieren. Da kennt einer, du guckst jetzt gewonnen, du hast gemacht. Und du guckst mir Up and Downs, wie die ganze Saison hatten. Und du ein Cup zu gewonnen, das ist phänomenal. Und ich kann just ganz Respekt. Und als Equipe,
super gespielt, super Summe gespielt, weil es besser gefehlt hat die ganze Saison. Schiedfried nicht geschafft, der Schiedfried nicht Gas, den dürfen wir gewonnen. Was war der ausschlaggebend genug an der Arena das Cup zu gewinnen? Ja, ganz klar ist Defense. Wir haben zusammen Defense gespielt. Wir haben den Kleinen sind gut gehalten, kriegt auf 23 Punkte, war relativ gut aus. Den Jordan auf 17. Das ist ganz okay. Und dann, wenn wir als Rebond kriegen, wenn wir als Dreier treffen, was wir auch gemacht haben, den Ball drehen lassen, dann sind wir ganz schwer zu stoppen. Für dann wird ein ganz stark 2000 von dir an der ganzen Equipe kann ich so. Ja, an der Halsche wir sind 2 Punkte 4. Wir müssen das machen. Wir können das machen, wir wollen das machen, haben wir nicht gemacht. Und das wird ausschlaggebend. Du schaffst immer viel mehr und ihren Beloben gefeiert, mehr musst du schaffen. Wie kriegt ihr das hin, Philipp? Ja, ich mache die zwei Sachen gerne. Ich spiele lieber Basket wie schaffen gehen. Aber der andere muss auch gemacht gehen. Weil er nur gefeiert hat, nicht so hart, weil wir es in Arbeitssache. Natürlich, wenn die anderen Champions trinken, trinkst du Glas Rüstsport, oder? Ja, da guckt man nach. Merci Philipp, bonne Chance an alles gut für dich. Ja, merci Christopher noch merci Philipp guten Cover wir schon bei der Merci sind für alles wert kann auch dir große Merci hat Spaß gemacht die 2 Matcher Merci auch an wann dir willst dann hören wir Eis auch natürlich für Championatsfinalen dann ist zurück Logi mal River bei Team Hansken an bei Xavier Engel von unser Platz ihr schnell ganz schön Novent bis geschwind. Voilà, merci Jeff an merci natürlich auch Ken Didrich für die flotte Kommentaren und für alles geht noch weiter natürlich. Mit dem wer die feiern kann nämlich eine Cup gewinnt aus der 25. Von einem großen Verein zu Lützeburg und hat den muss ich ehrlich so an der Saison nicht unbedingt erwartet, weil den Philipp hat selber gesagt, dass Obernhof gerne. Ja, ich meine, dass wir mal ein Finale, die muss immer gewonnen an die 2 Equipen, die waren relativ nervös am Anfang. Wir hatten schon an der Pause ugedeiht, dass die 5 Minuten direkt nach der Pause können decisiv sind. Das war der Fall. Die Ettelbrecher sind viel besser rauskommen, sie besser getroffen. Und die haben schon den ganzen Match einfach keinen Rhythmus gefunden. Sie haben einfach die Lach nicht gefunden, nicht in der Kurve kommen vorbei, sie sind den Schuss nicht gefallen. Da geht ganz sehr hier an der Kock. Von allem, wenn Ettelbrecher bis ein bisschen einen Turbogen zu tun hat, dann denke ich, Nekar auf 10 Punkte in der Ruhe gewesen und dann konnte sie nicht mehr kommen. Der Turbo gezogen, das hat auch den Bruder von Philipp Gutenkauf, nämlich den Fritz Gutenkauf, an den hört der Christoph Forschalo Mikro, das sein dritten Cup gewinnt für den Kapitän hier an der Kock. So was den Kapitän also von Ettelbrecht Beimer Fritz dat geht an engem 4 wann den Hai an der Kock so eng Cup kann gewonnen, dass die 25 Ettelbrecht. Einfach stolz. Also es ist extrem stolz für Ettelbrecht zu spielen mein ganz Leben. Für kleine Monden, meine Familie ist dann an Schmengen aus hat mir an den Jahren 2000 als kann Mat gemacht, das ist einfach unbeschreiblich. Selber Heilo zu stehen, die 25 zu holen. Enorm für den Club von Ettelbrecht. Wir sind mal dabei bei der Cup, aber du musst dich auch mal holen. 8 Punkte hat geschossen. Wenn es 8 Punkte an der Cup schießt, dann gewinnst du den Match so nicht. Da muss ich sagen, das ist eine Equipe, die schon lange Summe spielt. Du mit deinem Bruder, dann der Jan Wolf, den Dominik Benzige von dem MD zu nennen. Das ist auch eigentlich wichtig, weil die ausmischt. Ne? Ganz klar, wir sind seit kleinem Mund zusammen. Als Popmusiker schon zusammen gespielt. Das ist einfach eine Familie, wir können einen auf den anderen zählen, Terrain wie vom Terrain. Und das ist einfach, was der ausmischt. Wenn du mit den Jungen von kleinem Mund alle Maggio gehst und so weiter, das ist einfach mega. Ich meine, das geht nicht überall auf der Welt. Das ist so eine Equipe Zusammenhalt, der Stecker an den. Und ich bin einfach stolz, auch Kapitän von dieser Equipe zu sein. Ich war froh, dass Leute noch in der Arena von der Kock heute in der Madrid um Terrain, die Ambiance. Ganz klar, also es Leute waren mega. Schon die ganze Zeit, wenn Musik hier ist, Musik, die kommen schon seit guten Jahren, kommen die immer spielen. Und die Lieder, die mal kennen, das ist einfach mega. So eine Haut war eine super Stimmung. Ein ziemlich spannender Match. Ich hoffe, dass geht an die Jahre so weiter, dass Leute mal mehr um den Basket gucken kommen. Du gehst noch weiter am Championat, du bist doch noch vorbei. Was ist double möglich für Ettelbrecht zu kommen? Schau mal für dich gefeiert. Und da gucken wir für Schweizer Fleisch und Double. Haut feiern wir, Müll feiern wir, ein Mähne Fleisch nach. Und da schwätzen wir über den Rest. Wir wissen, dass es nicht einfach geht, da fehlt. Mehr wie gesagt, schau mal gefeiert und dann denken wir die anderen Sachen. Du hast recht. Feier gut mit den Equipe, nächstes Leiber zurück bei dir stehen. Ja, lo gëtt witzeg den klengen Emil, den ass Loal genug fir se Pap ze gesinn an se Patter ze gesinn Kupp gewonnen. Ich menggen dat läuft ganz einfach an der Familie. An der Familie ginnet och beim Basket Ash, dats an vum Flot, dats besëmmerem weitergeht. An mir hoffen natürlich och, dats dann Zukunft ëmmerëm so Familiewerte ginn, die einfach Basket geckeg sinn an die doch man dem gute Beispiel nobausdro.
Ja mé puer der Familien hai am Land gëtt dat einfach anschene gelet an das Flotze gesinn, dat so Ekippen dann noch bis zum Schluss ginn an dann noch den Titel dann immer Mattuelle fir d'Training dann zu machen. Das einfach flott gesäit der Täuschung bei den Nascher, weil dat das bëssen selch Konzept die Jungen die spiele so lang zu summen. Ass wie Dietelbricker fir Musee gewonnen Musee verléieren. Dat wat bësse méi fortun fir Dietelbricker. Muss ich awer so vun Ascher seit ass vum van den hinne fir Dro gesot hat, dats Ätlebeck so gispielen, dat sie so gife spielen. Hänser vum net gedurch verifen de schlechte Matscher vun Äger an der ganzer Saison. 15% Dreier quote de Rebon verlöget eng Kipp die mi klengers a fir an allem hier zwee non-Jiklen den John Hicks an och de Clancy Rock hun hiet Gemer méi vun de Lëtzebäier net genug kom. Genau, dats den Jordan an den Clancy hun ihren Job gemacht am nach hätten se müsse bësse méi Urappen. Das Phaseweis waren so okay. Mais leider ass ganz net Trulle kommen huet gesinn, dofir sind die anderen Spieler net gut mat da gewonnen ginn. Nettelbricker war der danech huet de Sticky bëssen alles an Tan geholl. An do huet noch mat den Amerikaner besser gespielt. Besser rotéiert Jan, dat der Strei haut dabei die Ächer net, dofir kann en ënnerscheet gemacht hun, weil wie gesäit Punkte sie besser opgedeet bei Nettelbrick. Ja, mir froen mal den Hoshi do ënne, weil den steet bei engem Ächer beim Pit Beaver den bekannt ass, fir dat se richtig Gase gëtt Terra an d'Energie huet haut bësse gefehlt Hoshi. Dat stimmt den Peter an de Joe Beaver, die 2 Brider si schon lange zwercht dabei Peter an der Pause mit 2 Punkten hannen. Wat huet no 2000 gefehlt fir do danwer de Match aus erster Hand zu gin. Ich mein Min alles probiert. Sie waren hat verbessert, sie getroffen, mir net getroffen. Min alles probiert wat man hat Min so Ball geheit. Sie waren verbessert. Gëtt einfach keine Erklärung dazu. Min wie gesagt, alles probiert an das net Durchgang zum Schuss. Wat stand de Coach war sich so an den Timeout fir an awerfleich an de Match ranzukommen. Wat huet gesot? War my probiert my verschieden Defense probiert. Min verschiedene Systeme probiert. Chelsea be net rasche is net schwéier ge an sie net clever ausgenutzt. Sie sind de Kurf gefallen. Ja sie sind net clever genutzt an verdient gewonnen. Merci Peter de Zeit fir Reis an dann Bonchos nach fir de recht vun der Saison am Championat. Dat wat vun jennen. Smith Mallory 52 Punkte pro Match sind haut 16 gemacht. Dat hiech och Lützebäier Jikle wie mir gife soen déi hunn haut mengg fir der Zeller de Match gemacht. Genau einfach d'Ekipp Zeller war haut besser. War net eng Perun oder 2 Personen, die besser waren einfach d'Ekipp, die dat ganz super geriert huet, Ball gut Träne gelost, dann einfach die richtige Saisone getroffen. Das bei den Äschau bëste kan reprochieren, dat einfach net an den Match von Syn. Ob dat Feuer gewart, wenn Alexander Pausu geschwart huet, das einfach net kom. Schëss wollte net fallen op eng Ekipp, ja war vubause gern treff, dats dat schwéier fir so Match zu drinnen. Da muss dem Raul so, wo net gemengt huet, dat Neker girékommen no senger Blessur. Groste Bravo, dat se net ze Schneker ugedon huet, vun Vol Forttraining an alkers die Matscher, dat se lo den Titel awer huet fir moment vun der Karriere ass awer eng him ze gënnen. Feiermenglech ass Hënner Kocker noch en zu Ethelbrick nach lang net auss mir awer man awer mat Lut se loser aus Raul den Hummer nach da kann man den am Matzelle spengen Di net verdingt. Di net verdingt ganz nee Raul Klupuste gewonnen an dat do deem du lang krank was du hast eng schwéier Blessur kënstré op Terra wie viel ze schein. Ich meine dat vun den Schese Kado woch ma indirekt selber kon machen. Ech will domme Kinien vum Kabine Lori de Chile an en Merz.
Ich meine ohne David gone méich gewircht. Die jungen hat Zettelbrick, dat immer die Chance iwwer gin hun fir enker können am mégem Mal hun ze fenken. Welt me Journal Verein an ich mein, eng super Trupp, dat gesäit den Tode gesinn. Schon iwwer die ganz Joer an voilà, das einfach eng Familie an einfach mega fir Deel vun dem Grupp ze sinn. Bis der Sënne fir Dich am Mesters demmer fir Zeit. Merci Raul an englech kreet anré bei der Stimme. Schmengen nommer der hummer dem Rauder noch Schluss wot ginn an nach die lächte Bilder der vum neue Kuppgewënner 2023 Stadtelbricker Erzeller. Merci Echtebausen, Merci natürlich auch mégem Invité Plateau. Bis geschwoden, natürlich mat viel Sport op RTL.